So, schauen wir mal, was heute nicht funktioniert. Der Timmy Boy ist auf alle Fälle da. Desktop-Audio funktioniert nicht. Jetzt haben wir schon wieder dran. Sicher, weil wir vom Freitag wieder irgendwas umgestellt haben. Mei, oh mei. Machen wir so, dann müsste es gehen. Wunderbar, Timmy Boy, hast du wieder kaputt gemacht. Timmy Boy, dass du immer alles kaputt machen musst, ist ein Wahnsinn. Wo ist denn die Tröte eigentlich? Fix nochmal. Timmy Boy, Poppermann, kriegst du dir nach Hause. Hobby! It's me! 1 Birger zu dem 1 Munde an dem 20 Uhr mit einer Runde Bramble, bis wir es fertig haben. So schaut's nämlich aus. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen, der mir nichts passiert. Da hast Toshi fragt sich schon, wo ist der fette Typ aus dem Internet? Hat sich gerade nur schnell sein Beidel anbeidelt. Der Schmidtbaum, Honey! Ja, gut. Dann wird er mal schauen. Aber der Mano! Das ist zu viel. Und du weißt es. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Woche. Herzlichen Dank dafür. Kuss auf die Nuss. Habe die Ehre an! Den Harry hier, den Forest Quarter, den Philipp, den Flog, an den Alex, an den Viking, an den Haugi, an den Fabi, an den Soshi, an den Domi, an den Viking, an den Schall, an den Peter, an den Herrn Pöppel, an den Meinmeiker, der schon wieder total übertrieben hat mit seinem Ankündigungsvideo. Warum kann nie da warum redet in mein Chat schon wieder nicht? Dono-Sound, wo? Da sehe ich einen Chat rattern, da redet sich der Chat überhaupt nicht. Warum nicht? Hä? Wenn wir wieder zumachen, Docs, YouTube-Chat. Wo? Die Chat-Funktion für diesen Livestream ist deaktiviert. Hä? Was? Ich weiß nicht, was es ist. Ich sag das, was es ist. Reaper mäßig hier. Kein Dono-Seite. Eigentlich soll er funktionieren. Ich weiß nicht, was da schon wieder ist. Eigenschaften, ne, das ist es nicht. Was ist denn da schon wieder? Ist einfach schon wieder kaputt. Herzieher. Warte mal. Ja, na. Warte mal. Monitoring und Ausgabe. Na. Warte mal, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob sie überhaupt. Alter? Herzieher überhaupt. Keine Ahnung. Warum ist denn. Das ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich die Webcam abstecke. Und da hinten das Lego-Setup aufbaue. Und irgendwas umstehe. Geht nix mehr! Ich weiß nicht, was das soll! Ohne Scheiße, dieser OBS geht mir so auf den Sack! Scheißbehinderte Schabatzen! Keine Ahnung, was weiß ich, leg mir am Arsch, gibt's halt keine Donation Sounds, das weiß nie! Nix funktioniert! In der Scheißbude! Kruzifix! Jetzt hab ich mal lustigerweise her, aber ich! Ich hört oder ihr hört es nicht! Ja, es macht Sinn. Aha. Ja. Oh, sag nicht Lego. Ja, gestimmt. Wooden Beef ab. Nippelklitz. Nippelklitz Setup. Ist ja klar. Na! Hol über YouTube Superchat an! Cybergamer! Ich zeig dir jetzt dann höchstpersönlich den Donation-Link in der Beschreibung! Wir wohnen, du hast viel gesoffen! Genau, ich habe gesoffen. Ansonsten habe ich nur an meinem Projekt gemerkt. Ich sag das, was ist das? Ohne Scheiß, das frisst Stunden, dass du die Hosen scheißt. Das Hosen scheißt. Scheißt du in die Hosen scheißt, oder? Sag dir, was ist? Vielleicht sage ich dir heute was her davon. Am Schluss, wenn wir nicht ewig brauchen. Wir werden sehen. Timson! Mehr für den Resub! Bugel! Mehr für den Resub! Ricky Boy! Wollt ihr am Sonntag mit Rest-Dulli gemütlich Nippelklötze Streambaum Birger? Wo? Ich verstehe es nicht. Ja, sorry, das liegt daran, dass ich nicht leer machen darf. Knädelmutzler, ich muss alles vorlesen, es wird ja nicht vorgelesen. Ist das zu? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß schon! Tschüss! Beim gescheiten Stundenlohn kostet Spur am Ende 8.000 € auf Steam. Ja, also das ist grob. Wir werden nicht klar, bis das Licht der Welt erblickt. Ob es überhaupt das Licht der Welt erblickt, ich sag das, was es ist. Kann ich nicht sagen. Vielleicht sage ich noch einmal ein bisschen was her, was ich weiß nicht, wie viele Stunden das mittlerweile schon drin hängen. Wie viele Stunden kommen innerhalb von einer Woche in Sachen rein? Ich weiß es nicht. Schon ein paar. Ja. Und immer wieder so, okay, ich bin diesen Step weitergekommen, einen Haufen gelernt, schau so zurück. Heilige Scheiße, den Anfang, wie du es da gemacht hast, mit dem Ding und dem, der ist total beschissen, kannst du alles nochmal reinmachen.
Ja, der erste Pfannkuchen ist immer der Schlimmste. Und ich habe echt schon viele erste Pfannkuchen produziert, so wie der es ist. So wie der es ist. Da war ein Projekt, Passer Carport oder so, ja. Bürgers Projekt 10 Hektar Bubertsplantagen. Ich weiß ja. Der Herr Baumgartner schreibt es richtig. Das mit dem anderen Donation-Link können wir noch jahrelang erklären, das wird nichts mehr werden. Nein, das wird ja nichts. Ja, es gibt halt Leute, die haben vielleicht kein PayPal oder so. Das kann natürlich auch sein. Hallo da! 13 Monate. Aber wir Stream, das hoffe ich auch. Wir schwimmen heute Bramble, wir schwimmen heute fertig. Das habe ich euch versprochen. Die Woche ist eine absolute finale Woche. Was ist denn jetzt wieder? Habe ich jetzt mit dem Controller auf der Tastatur umeinander gehauen. Kannst du bitte aufhören, sehen die Sachen zu mal? Das kann so mitunter der Grund sein. Schauen wir schnell. Desktop-Sound. Monitoring aus. Was passiert, wenn ich da Monitoring einschalte? Nix. Okay, super. Super Spitzenklasse. Herzlichen Glückwunsch. Dieses System versteht kein Mensch. Aber gut. Wann geht's ins Spielzefix? Ja, wollt ihr. Wie es schon seit 6 Jahren mittlerweile bald ins Spiel geht, nämlich um Punkt 10 noch. So schaut's aus. Knädelwutzle. Pussy aufs Nussi. Mir ist Timsen. Habe dritt. Prost auf einen schönen Stream. Prost ebenfalls. Selber gehen wir nochmal mehr sehen. Und an den ganzen Resten natürlich auch. Finale. Oh, heute spielen wir Bramble fertig. Ich habe keine Ahnung, wie weit das wir sind, aber letztes Mal hat es ungefähr gekostet, so ungefähr grob bei der Hälfte. Schauen wir mal, wenn wir nicht wieder an manchen Stellen alle 5,25 Meter sterben, dann ist das was. Santa Tag. Mein Hund leckt sich am Hoden. Mein Kumpel, ich wünschte, ich könnte das auch machen. Ich kraule ihn erst. Er ist ein wenig schüchtern. Hashtag Franken, der Squad. Depf-Counter ist so gekriegt. Ja, ich sehe mich schon wieder massiv oft sterben. So, jetzt passen wir auf. Stellen wir. Steht ein kleiner Psuffener. Ihr hört ja nichts davon, ich sehe bloß ich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Fix Läden. The Antichrist. Kuss auf die Nuss. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Und der Löwensepp gleich noch hinten neu. Habe die Ehre an den Antichrist. Ab in den Chat. Wenn ihr mitmacht, ist ein Futsal auf meinem Schreibtisch. Ja? Und das, oder ein nicht, ein nicht mit Spülen wegzukriegendes Stück Kaka. Lenzep, habe der Biergeist, fuck, pfui, Depf. Haselbacher Bier. Das glaube ich nicht, dass du das hast. Mehr ein Foto. Sofort auf der Schnee. Die Ente kreist. 666 Mal um sich selbst. Biergeist, doch, wir hören es, aber ganz, ganz leise. Ja, wahrscheinlich, wenn es da rauskommt und da eine fährt. Dann hört es vielleicht ganz, ganz leise, wenn ich währenddessen gerade schmerz. Ente, Kreis. Ich möchte aber gern auf deinem Schreibtisch liegen, ohne Hose. Padre, was Tolles. Wieder eine hosenlose Frechheit ist das schon wieder. Deine Kopfhörer an das Mic halten, das ist die einzige Option, pass auf. Oh, es muss klar. Eiskalt! Habe die Ehre an das Eisgirl. Danke für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Fabi, merci für den Resub. Hab dritt miteinander, bin auch wieder da. Hau im Vollsquad. Schon wieder besoffen oder was? Es ist Montag. Ja, gut. Jeder, der nicht besoffen ist, am Montag um 8 Uhr, der ist selber schuld. Ente. Hören auch keine Hintergrundmusik. Ja, das sehe ich schon. Die schlägt bei mir aus. Ich habe die ganze Zeit Hintergrundmusik bei mir da. Aber die wird nicht mehr ans Desktop-Audio übertragen und keine alte Sau weiß warum. Das weiß man nicht warum. Machen wir so, na, da passiert auch nichts. Ja, ist eh wurscht. Hauptsache jetzt ein Spielesound dann, wenn wir aufmachen, das ist wurscht. Willst du da mal wetten? Ich setze 10 Depf. Wir hatten die Wetten mit dem Depf-Counter. Also ich sag 8. Ich selber sag 8 mal verreckt man. Und ansonsten müssen wir den gespaltenen Bart machen. Spaltbart. Hilft nicht. Da geht sowieso an mich angeschnien. Das habe ich bei einem Besen am Kinn. Einen wunderschönen Miteinander an die Sabrina. Ebenfalls. Melli glaubt's nicht. Vorhin ist Musik gegangen. Was vorher ist Musik gegangen? Warte mal, ich probiere nochmal umeinander. 1 Minuten haben wir noch, da müssen wir später fangen. Das war so. Nur Monitoring, keine Ausgabe. Monitoring aus. Monitoring und Ausgabe an. So, hört sie jetzt der Hintergrundmusik. So, machen wir das so mal bei den Alerts. Hier, Monitoring und Ausgabe an. So, jetzt bin ich gespannt. Wer war das? Der Hermann Charlie. Kannst du mir mal diesen Internet erklären? Ist das ein oder eine nette? Ja, das ist die fette. So, hört jetzt was? Habt ihr das jetzt da gehört? Das dung. Gas ran! Kuss auf die Nuss. Der bin seit Burgfutzen, Bazi und Massimo dabei. Alter, das ist ja 100.000 Jahre her. Das ist eine Quadrillion. Jetzt ein Herz auf mir was. Aber leise.
Ja, okay, das Hintergrundmusik soll ja leise sein, soll nicht so laut sein wie die soll bloß ein bisschen die Leere füllen, mehr nicht. Was da denn los? Bavarian Dream, bist du nicht schon Mitglied geworden? Oder hast du 1516 Accounts? Weiß nicht, was da los ist. So, das erste Monat schon vorbei, ewig, aber ja. Da steht jetzt so, du bist. Hä? Aber erst kurz anzahlen. Wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Pure Beluga steht da unten. Bavarian Dream, ich weiß nicht, was da wieder passiert ist, aber Kuss auf die Nuss. An den Glas ebenfalls, an den Stützen. Ich weiß es im Blade-Schmerz. Will ich nachschauen. Was ist Blade-Schmerz wo? Tatsächlich. Tatsächlich hat er halb da unten stehen. Und eine Titanwolf-Mausmatten. Ist das eine Titanwolf-Maus? Löwensepp in den normalen Chat, ja nicht per Euro. Ist das eine Titanwolf-Maus? Ist das okay, das Ding? Es ist nämlich die einzige. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Es ist so ein Billo-Chinesen-Marken. Und es ist die einzige Marken, aber die mein Rocket Nith 1:1 nachbaut. Und sonst gibt es die nicht mehr. Und ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich mir das Ding hineingenehmige. Weil meine ist mittlerweile echt, die hat es echt hinter sich. Ich sag das freiwillig, wie es ist. So, hat sie Neues, los, Speimer! Ja, ich lese euch schon! Was, Inhalt wieder heruntergeladen, dein Mom wieder heruntergeladen, wenn deine Mama heruntergeladen wird, dann sitzen wir mal wie Nodo. So, Spenden wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die ganze Donnerei. Das ist klar so, willkommen zu den Squad an alle und alle neuen Mitglieder. Kusschen aufs Nüsschen. Wir schalten mal um, wir spielen mal gemütlich. Gamepad ist am Start. Ich bin gespannt, wann der Tag kommt. Ich weiß genau, wann passiert, wenn das Kabel abknickt und hieß. Nämlich, wenn wir mir spielen müssen im Stream mit Gamepad. Seh, bist du her, seh das. Wolfric! Warum hast du eigentlich keine Lebensversicherung? Damit ihr wirklich traurig seid, wenn ich sterbe. Das ist kein Flachwitz, Alter. Das ist kein Flachwitz. Das ist jetzt true shit, Alter. Wolfric-mäßig dir. So, Alert Sounds aus, Musik aus, nein, Musik im Olos, das ist scheißegal. So, dann schalten wir um. Du merkst wetten, dass der Stream da gar nicht geht. Hey, das ist neu. Brudi, das ist neu, das funktioniert trotzdem. Das habe ich auch nicht angesteckt und wieder angesteckt, da ist eh klar. So, hier sind wir nun. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ja, das werden wir gleich wieder rausfinden. Vor irgendeinem, ja, es war auf alle Fälle finster. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte lehnen Sie sich zurück. Wir spielen jetzt gemütlich in das Viech hinein. Nehmen wir noch mal kurz was aus der Rassismus-Bib, da trinken wir noch einen Schluck. Dann sind wir schon da. Dann sind wir schon da. So, waren wir im Kreis gelaufen, passt schon. Ja, genau, über den Sumpf sind wir rumgelaufen, weiß ich noch, da wo man nichts gesehen hat und so weiter. Wir können springen und wir können, ja genau, das können wir mal, das ist ganz wichtig, Ja, damit kann man die ganzen Besenteifeln kann man da voll liddeln. So, aber so jetzt da an der Bude, kannst du aufwolten, ne? Kann ich nicht aufwolten, kann ich mir das Licht leichter mal das Licht. Kann ich da hinter leichten? Nein, kann ich nicht. Was ist jetzt da wieder? Hallo? Ja, Freunde der Sonne, da geht's nicht weiter. Was soll ich machen? Dann geht's rechts weiter. Nein, geht's auch nicht weiter. Wo geht's denn dann weiter? Wieso geht's so nicht weiter? Jetzt bin ich verwirrt. Gehen wir mir noch mit zurück. Ah, da ums Eck komme ich. Ich hab's schon. Ah, das waren Plattformen, die untergängen. Das ist natürlich nichts für uns. Da lassen wir. Ah, ist da nicht der komische. Hier. Oder? Da ist doch so ein Blärme, kann ich den nicht wegmachen? Oh, weiß ich nicht. Oh, das war aber. Aber. Wenn ich da zumache, dann macht die Blume auf. Und dann? Ach, da komm. Okay. Ich vergaß! Bitte verzeihen Sie mir! Ich vergaß, das muss man noch triggern. Damit da etwas vorwärts geht, da die müssen wir auch wegmachen. Ja, jetzt haben wir beieinander. Und jetzt kann ich aufs Boot aufspringen, oder was ist da los? Wie läuft mein Projekt Nitro King? Wenn wir heute früh noch fertig werden, dann zeige ich euch vielleicht noch ein bisschen was. Jetzt gehen wir mit da auf. Wenn ich da auf war, ja, 6, das haben wir schon. Jetzt müssen wir tatsächlich übers Dach schon. Müssen wir übers Dach. Sound war. Ich möchte sie mir für den. Ich hör's keinen Sound. Spul's, ist es jetzt wirklich ein Witz oder was? Das jetzt, möchtest du mich jetzt komplett verarschen oder was? Jetzt warte mal. Oh, Headphones, Schuhe. Ihr habt keinen Ton. Alter, jetzt rast ich dann gleich. Was soll denn das, allweil? Was soll denn das, allweil? Alert, Monitoring und Ausgabe an. Desktop Audio Monitoring an. Was soll denn der Scheißschrott? Tun wir es mal so. Wir nehmen. Jo. Test! Achtung! Was ist denn jetzt? Wieso ist denn der Desktop-Audio-Regler jetzt bei minus 80? Mietzi, was tust du?
Entschuldigen Sie für die Verspätung, aber let's go. Entschieden haben, nur für Glück beim Ausflippen oder Verzweifeln. Das Einzige, wo ich ausflippe, ist, dass kein Ton geht. Und kein Mensch weiß warum. Klassischer Montag. Was Montag? Leck mir am Arsch Montag. So, bitte sagt's mir jetzt, dass ihr einen Ton habt. Jetzt hat das Geklinksel. Ich tu jetzt einfach mal da hinspielen, schreibt es mir dann schon. Hä? Ich seh's ausschlagen. Bitte sag mir, dass ihr einen Ton hört. Bitte! Ton da! Ton da! Okay, weiter geht's. Wir haben zum Metermal kennen, das muss halt sein. Klar, Misi, was hast du überhaupt? Das waren 35 oder ich hab 3,50 € gelesen. Was ist denn mit dir schon wieder? Misi! Kuss auf die Nuss. Einmal über die Öhrchen streicheln. Ja, das ist sehr weebig, aber egal. Kuss auf die Nuss. Linse! Eastern Times Tech Model T 9 Maus ist es wahrscheinlich Chinesenmorgen. Ja, das hab ich... Oh no! Na bitte, kein Stress! Na, kein Stress, nein! Kein Stress jetzt, komm! Ich hab keine Zeit für den Stress jetzt! Wo kann man gleich wieder sprinten? Da kann man sprinten. Komm, wir laufen! Gott, es ist zu viel für den Stress. Kim! Scheiß lang gewinnst, was da muss springen, ja! Ich spring! Was muss ich machen? Wenn ich das Licht mache, dann kann er den nichts tun. Geh weg jetzt! Was muss ich tun? Komm, hör mir auf! Jetzt mit der Stress-Scheiße! Mit deiner komischen Rosenranken-Kacke da! Schluss jetzt, Abflug! Ich glaube, die Miezi hat keine Nis. Mindestens 2. Minimum. Jetzt haben wir schon wieder irgendeine Drehglätten. Björn! Aber der, du machst das schon. Geiler Ton und Ton da. Okay, passt. Björn, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei. Das ist in den letzten Wochen sowieso maßlos aus dem Ruder gelaufen, Kinder. Sagen wir es, wie es ist. Zementer macht die Fensterscheibe runter. Was ist denn jetzt das da wieder? Muss ich da wieder lirdeln und dann da gehe ich doch wieder unter, oder? Da gehe ich wieder unter, ich springe mal. Ja, hab ich mir schon gedacht. Ja. Was ist mit dir? Merkt ihr das, wo das... Achso, das kommt immer da raus. Wie soll ich das bewerkstelligen? Rechts rum? Ich probier's jetzt einfach mal. Fuck, ich seh den ersten Topf schon wieder fliegen! Ach, der Ton, Alter, leck mir doch am Arsch an. Herr Schulz! Sound gibt's nur für Kanalmitglieder. Das beste Monetarisierung sind die ever, Herr Schulz! Schulz! Warte, ich muss kurz in mein Notizbuch notieren. Herr Schulz, stets bemüht, brachte eine hervorragende Idee hervor. Geile Idee. Hey YouTube, zuhören. Herr Schulz hat Ahnung. Außer jetzt da. Ja, ich sag dir schon, her da, du Arschgrunzen. Die Frage ist, was der meint. Nein. Ja, da komm ich jetzt nicht hin. Aber ich muss da hin. Das Viech schwimmt mir da entgegen. Wie der man jetzt da? Wo Topf? Björn, merci dir. Hab ich gerade vorgelesen. Ich probier's trotzdem. Das hilft nicht. Ach, dann kommt's auf einmal von links. Das macht mir überhaupt keinen Sinn. Okay. Oh, da werden wir springen müssen. Schauen wir mal. Haben wir schon. Oh. Ja, aber was genau soll man das jetzt bringen? Jetzt muss ich bis zur 4 laufen, oder was? Ja, ich sehe keine andere Option. Sagt irgendeine andere Option rein. Ja, das ist auf alle Fälle beschissen knapp! So ist was ich weiß. So, und jetzt werden wir da. Wo kommt der nicht? Oh, der kommt direkt da hinter uns. Das ist natürlich nix. Da kommen wir niemals um. Da oben haben wir so komische. Habe ich nicht was übersehen, wo man noch was freischalten kann oder so? Keine Ahnung. Ja, ich mag nicht sterben! Spring und lauf! Ja, das geht ihm schon, Also, da kommt noch anders. Schau's lang gewetzt! Easy. Ja, haben wir schon da. Kann man da was machen? Ja, ich mein, gerade. Oder kommt's da nicht durch, oder was ist der Plan? Ah, da ist ein Zaun unten dort. Vielleicht kommt's da auf der anderen Seite nicht. Schauen wir mal, warum. Ja. Okay, ist schon voll. Kann man da überhaupt sprinten im Wasser? Nö. Oh mein Gott, was ist denn das für Zeug da hinten? Nein, ich mag's nicht. Was?
Nein, 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 nein. Unangenehm. Ah, unangenehm, ja. Ja, ja, unangenehm. Schaut, dass euch schleicht, ihr komischen Schattenboinkerl. Gestungene Schattenboinkerl! Scheiß langgewetzt! Weg da! Ich bin die Freiheitsstau. Oh, da muss ich jetzt durchgehen, oder was? Ah! Das ist aber eine enge Geschichte. Du, das ist eine enge Geschichte. Okay. Das Schlimmste ist eigentlich die Musik, Alter. Gieß! Spiel mit deiner Hände, absoluter Pro-Gamer, Alter. Kuss auf die Nuss. Welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich dir. Gieß! Da! Und jetzt? Was? Ich hab nicht auf Pause gedrückt. Was hier denn immer? Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch. Vogel. Vogel! Ich schreibe nur dem Chef seinen Depth-Counter mit, alles andere würde mich in den Wahn treiben. Ich vermerke nur, dass er ständig bescheißt. Was? Wo hab ich bescheißt? Ey, langsam. Ich kann da schon wieder umeinander pimmeln. Tu mir den Vogel jetzt weg. Was soll denn jetzt mit der Alten? Wieso soll ich denn noch hingehen? Ich geh vorbei. Ich geh an ihm vorbei. Was ist Mom? Was ist denn das? Wollen wir jetzt bitte weg? Nicht. Kameraführung 10 von 10. Fucking Vogel. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss zu dem hell erleuchteten Wasserlackerl, wo wahrscheinlich wieder irgendein totes Viech drin liegt. Na. Was für das stinkt. Wenn es mir jetzt erzählt, dass das unsere Schwester ist, dann... Alter, was bitte? Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Das, ja, Lefty Lee, wie du es schreibst, das ist nicht okay. Also ohne Scheiß, Babyleichen mit einem Sarg am Kopf in der Trinklecken, der Sauf. Okay, harte Nummer. Harte Nummer, Freunde der Sonne. Da kannst du mal sagen, was du willst. Das war wahrscheinlich das Kind, das die Alte beim letzten Mal wieder ausgetragen hat und was weiß ich, was mit dem. Okay, kann man wieder mit dem Igel-Mobil umeinander fahren oder so? Das wäre sein. Lucky! Und die Kanalmitgliedschaft Premium mit Sound kostet dann 80 Euro! Ja, natürlich. Die gibt 800% Premium-Sound. Merci für den Euro. Kuss auf die Nuss. So, ich kann übrigens nicht schneller. Ha? Was meinst du, wie das stinkt? Sagt er. Ja, was soll das? Ja, aber was meinst du aber? Ich hab ja nicht gemeint, dass das ein Baby ist, Alter! Aber haben wir ihn jetzt wieder. Ich hab auch Licht. And sorrow weighed him down, but the warm glow felt comforting. Aber das ist toll, Alter. Hallo, ich hab auch Licht. Hallo, schon ich kann auch leuchten da. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mit der, was er immer anvertrauen darf. Follow the light, Tuva had said, Tuva? and he trusted her. Es ist ja sie. Ja, Ladescreen. Ich seh einen Scheißdreck. Gottes Willen, was haben wir denn jetzt? Es ist vielleicht schon ganz schön finster die ganze Zeit. Es war mal wieder Abschied, ein fröhlicher Abschiedsschnee. Almost as old as the world itself. He was the keeper of secrets, the gatherer of stories. Und der Birger letzte Woche auch schon keinen Chat gehabt? Doch, ich hab einen Chat. Weiß nicht, was da wieder los war. Packt wieder alles zusammen an. So, haben wir da. Guck mal, was da, ich hab's genau gesehen. Muss ich da aufbredeln. Jetzt im... Okay, schau mal. Was ist da los? Aha. Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Niels and his queen Magdalena
had waited for a long time, and at last she was expecting a child. She gave birth to the longed-for son, and they named him Ulrich. Ulrich. But suddenly, doctors crowded around the queen's bed. Ist nicht gut. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Niels approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Creepy Tale. One day, Prince Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Niels about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. Und das nicht die komischen erstens dieselben Bläme, die im Ladescreen als Lade-Icon dienen und zweitens die in den Dornen ranken, die ich weg da muss. Zack! King Niels searched the whole kingdom for the flower to no avail, and his campaign soon became a gruesome witch hunt. Okay, Kreuzzug wegen Cybergamer, Schluss jetzt! Ist denn ein Preis selbst so heute Kruzifix, so wie kannst du saufen, dass die marschieren? Das eigentlich bis jetzt habe ich noch nicht recht viel gesehen, was man in dem Spiel Ski saufen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir mir gerade wieder eine Geschichtsstunde kriegen in skandinavischer Mythologie. Ist das, da kann wieder, wo ist denn, wer hat da letztes Mal recherchiert? Gleichzeitig. Diesen Wassergeist mit der Geige und so weiter, den gibt's ja auch in echt. Also, Mythos technisch. Ist das auch wieder eine Geschichte, da, wo man sagt so, ja. Selber gehen wir mehr zu dir. His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. So, da schlagt man also Hexen. Ja, man, weiß nicht, hängt sich auf, man verbrennt sie, nein, man steckt ihnen ein 1,50 Meter langes Schwert ins Gesicht. Alles klar. Gut, dass wir das wissen. Weiter geht's. Ein Nackter? Wer ist nackt? Gehen wir jetzt da mal mit der mit. Die wird schon wissen, was du... Also. Da ist die Blume! Blume! Jetzt wird es halt mal wieder hell. Kim, warten die lustigen kleinen Gnome. Und wie geht die Geschichte aus? Das werden wir mir jetzt wahrscheinlich gerade durchlegen. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lillemor. Lillemor? Lillemare! Ja, ich bin schon unterwegs. Wo ist denn der Berg eigentlich? Der ist ja nicht einmal in Sicht. Ja, da schaut's heller aus. Gehen wir wieder... Suddenly, he heard a familiar voice. Meine Schwester! Follow me, little brother. I will protect you. Ja, irgendwie glaube ich, es ist aber wieder gelungen. 5 Minuten später stehe ich wieder knietief in der Gitarrenläden drin. Ich muss vom Butcher davonlaufen. Verdammter Butcher. Oh. Ist das... Ist es... Muss ich schauen, wo es hinläuft, sonst verlaufe ich mich oder so. Erinnert mich ein bisschen an Ocarina of Time. Da gibt es auch so einen Abschnitt im Wald. Weiß ich noch. Da muss man den Sounds folgen. Weiß ich noch. Komm schon, aber nein, ist es nicht. Nein, jetzt bitte nicht wieder von oben irgendwie ein Fuß runter oder auseinanderschneiden oder sonst. Ja, das dachte ich mir wohl. Das Ding da hinten schaut nicht nett aus. Nein, das schaut nicht nett aus. Maximal anreidig, ist eh klar. Okay. Ganz schöne betzige Kache da. Ach du Scheiße. Oh. Ich muss hinten hinkommen, habe ich schon verstanden. Da haben wir was. Guck mal da. Nein, au! Nein! Bin ich One-Hit, oder was?
Nein, ich kann einen Tippcounter immer noch nicht einblenden, was? Oder nicht? Dann mach ich's von Hand. Sonst glaubt's wieder nicht, dass ich mitsehe. Hier, 52. Verdammt, ich bin ja immer One-Hit. Okay, müssen wir uns verstecken. Okay, wenn's sagt Stinardo, Plupto, irgendwas, dann müssen wir uns da verstecken. Okay, wir haben aber +1. Gut, jetzt mal den Arsch. Was passiert dann? Ja, das haben wir nicht. Oh, ja. Ah, habt ihr schon durchgeschaut? Tu dich nicht runter. Okay, laufen wir weiter. Schaffen wir 2 beim? Ja. Was? Ja, soll die das schmecken, was die Alte macht? Ich drücke auf Plus. 153 haben wir. +2. Kruzifix. Also sie macht den Ring, sie macht die Bodenstacheln und sie macht den Schuss. Kriegen wir schon. Kruzifix. Wasserkarte. Okay, können wir Düsen. Düsenmann! Düsenmann, gib ihm! So, müssen wir springen. Und aus dem anderen werden wir halt einfach rauslaufen müssen. Okay. In Randi, keine Ahnung was. Ich hab keine Ahnung, wie man. Woher weiß ich, wo ich. Oh! Okay. Oh, da müssen wir springen, Ah, das kriegen wir schon hin. Wenn das alle Mechaniken sind, die es drauf hat, dann. In Randi. Oh nein, da müssen wir gehen. Oh, da müssen wir gehen. Oh! Ja. Versteck die. Müssen wir springen. Da sehe ich so schlecht, wann das Ding da ist. Wow! Das wird immer schneller. Das müssen. Nein, das. Wieso kann ich nicht weiter noch? Okay. Intrandi, was weiß ich. Was heißt das? Ah, das sind die Dinger. Nein, da müssen wir nicht. Oh. Weiter. Das ist der Einzelschuss. Den kriegen wir. Okay, springen wir nochmal. Okay. Weiter. Wo ist denn die letzte? Oh shit, die haben kreislig. Okay, lauf. Und dann? Da hängt keine mehr umeinander. Ah, ich weiß, was du tun soll. Okay. Ja, da hängt keine mehr umeinander. Ah, was soll ich machen? Na, und... Jetzt hab ich nicht aufgepasst, weil ich die ganze Zeit umeinander schaue, wo noch eine hängt. Kruzifix 154. Okay, aber was dann da, wenn wir fertig sind? Ich hätte damit gerechnet, dass man dann ihre ins Kreuz schießen kann oder so. Okay. Auf die alte ballern? Ja, wenn die alle hier haben, dann schon. Die Dinger mag ich gar nicht, weil da sieht man so schlecht, wo die kommen. So wieder freiweg, wie es ist. Ein bisschen zurück aus, ein bisschen her. Kriegen wir. Das ist der Einzelschuss. Was müssen wir dann. Da hängen auch hinter die Bahn noch welche. Ich meine, seht ihr die? Ja. Können wir weiterlaufen. So. Und jetzt? Jetzt laufen wir da mal noch ein Stück weiter. Ah! Okay! Da weiß
es vielleicht nicht schlecht wieder? Nein, nicht wieder irgendwie komischen Sachen, nein, nicht. Nicht Phase 2 oder sonst was, nein, nix. Wer ist denn das? Vorne an die Baumweiten auch noch Leichen gewesen. Die habe ich vorher die ganze Zeit angeschaut und dann bin ich aus Versehen ein Stück Zweig gelaufen. Oh, der schaut aber grantig aus. Jetzt schieb ich deinen Klunker in den Arsch und lassen. Okay. Stinkt nach Phase 2. Schupferbrunze, Scheißhaus wie der Hex. Jetzt stich eine! I have a very bad feeling about this. Oh oh. Was muss ich da? Nein, nicht. Was? Was passiert? Ah! Das ist aber rot ist nicht gut. Rot, nein. Rot nicht gut. Oh shit. Was? Oh, jetzt kann es noch mehr wie vorher. Mistbritschen. Irgendwann drehst du im Kreis. Ich weiß. Ach, da oben. Jetzt hängen da oben am Baum weg. Ja, Alter, das hat so eine scheiß behinderte Verzögerung. Muss ich da nur mehr auf die am Baum um? Weiß ich nicht. Da komm ich gleich in die. Was? Ah, was ist das wieder? Das interessiert's nicht. Ich muss jetzt halt. Ich muss viel früher drucken, wenn sie die dreht. Da schaut's mir, ich muss drucken, wenn mir die noch anschaut. Ihr schreibt es auch gerade im Chat. Wieder auch mal. Jetzt, wenn natürlich alles gleichzeitig kommt, dann wird es auch sozial. Der Soundtrack in dem Spiel ist so unfassbar gut. Okay, das haben wir auch schon gehabt. Ja. Jetzt dreh dich nochmal! Ich weiß jetzt mal, wenn es dich noch mit reißt. Dreht sich nicht mehr. Ich sehe die Leichen da schon umhängen. Ich probiere jetzt gleich mal, ob man noch mal draufschießen kann. Tatsächlich kann man drauf. Nein. Ich sehe es nicht bei mir schon. Ich habe schon gesehen, ich habe nicht aufpassen können. Ich kann draufschießen, das habe ich nicht gewusst. Da müssen wir noch mal rundum. Bist du jetzt auch noch? Interessiert's nicht. Aber muss ich mit den Dingen, die schießen, was außer? Muss ich da dahinter? Was? Ja. Ich weiß nicht, was das tut. Oder muss ich, wenn sie dreht? Gingen die. Jetzt hab ich wieder nicht hingeschaut. Meine Güte! Ja, jetzt glaube ich, hab ich schon. Diesen hier. Spurti. Im Prinzip ist dasselbe Nummer, bloß dass ich es nicht so gut sehe. Hinkt noch eine, sehe schon, nicht schießen. Ja, das pickert. Ja. Nicht schießen. Ja, passt. So, ich sehe keinen mehr hängen. Ich sehe keinen hängen. Da können wir laufen. Da hinten einer. Das ist okay. Aha. In Trandiveria. Skandinavische Wiederhex. Schau, dass lang gewesen ist. Ich kann mir hängen. Dreht sie sich wieder.
Sprint! Voll Sprint! Steckt das Schwert in den Arsch! Wir haben schon seine Karre am Bugel! Selber schuld! Da haben wir's jetzt! Ob wir's haben! Ich schau noch nicht so... Hallo? Was ist jetzt? Ah! Okay. Bin von... Wo sind wir meilenweit weg? Ja, plus 1, 156. Ja, wie weicht man die Dinger am Gescheitern aus? Zeit lassen wahrscheinlich. Lass der Zeit, Birgit. Nicht hudeln. Kim, nicht hudeln. Oh, und springen jetzt. Rebriuskis Liam, blöd. Na, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Weiß, wie er nicht erwarten kann. Ungeduldiger Huhn. So, den noch. Und den noch. Und sie dann. So, wie wir Phasen hast du Mistvieh. Leg mir doch am Arsch. Ausgestiegen. Make Cry, was ist denn mit euch heute schon wieder? Servus, du Arme, möchte mich mal bei dir bedanken. Niemand braucht sich bei mir bedanken, Kinder. Absolut niemand. Für die Unterhaltung läufst bei mir rauf und runter im Nachschausport. Wenn ich nicht schlafen kann, mach weiter so. Make Cry, Kuss auf die Nuss. Das ist viel zu viel und du weißt es. Vielen lieben Dank. Küsschen auf das Nüsschen. Schluss jetzt mit den Beträgen. Make Cry, Kuss auf die Nuss. Haben wir gerade einen Mountain King zerzipfen. Ja! Ja! Steck jetzt Schwert ins Gesicht! Oh! So grantig gleich! Kann man gar nicht oft genug einstecken. Der ist aber völlig am Ausrasten, der junge Mann. Hey, junger Mann, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Das kann ich nicht machen, unendlich. Gehen schon ein paar. Für 100 Stich gibt's ein Achievement. Die Zeit haben wir heute. So, jetzt mach ich nicht mehr. Lass ablaufen jetzt, gut ist. Total aufgelaufen, Stich ins Gesicht und der Polizei gesagt, es war Notwehr. Oder am besten noch, ja, das war schon so. Das war schon so. Die nächsten 5 Minuten, zeig das! Ja, wir werden 5 Minuten nicht laufen, für dich. Flashbang. Ja, aber wieso warnst du nicht um die? Das ist ja das Cover. Die Tussi da? Ist das der Bramble? Ist das der Bergkönig? Ja, aber Bergkönigin. Ja, du bist ja ein kleines Kind, du bist total fertig. Weiß nicht, was. Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, du hättest gar nicht Zustecher brauchen. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch für Zustecher sollen. Flashbang weg jetzt! Können wir jetzt wieder mal mit dem Igelmobil fahren? Ich mag Igelmobil fahren. Oh. Das Igelmobil gehört übrigens dermaßen auf den Jahresmerch, dass du What have you done? Tuva's voice called out to him. Arschloch umgebracht, die hat mich 5-mal umgebracht. Wie oft haben wir gestorben? 6-mal? 5-mal? Ah, was Kampf darf er schon mal 5-mal sterben? Abgefallen. So, Vollsprint. Blume! Oh, ich hab kein Licht mehr. Können wir jetzt wieder in was Helles? Wo waren die Gnome? Gib Gnome. Was ich auch sehr cool gemacht.
ist, finde ich, was ich selten in so Spiele sehe, die Kameraführung in so Szenen, dass sie die so ein bisschen anfühlen wie. Oh. Alter, dieser beschissene Soundtrack, Mann. Lassen können, Entschuldigung. Ich habe richtig krasse Gänsehaut. Die Scheißmusik ist so gut. Und passt so krass. Wo zur Hölle sind wir da und warum und weshalb? Da? Bussi, Bussi. Nicht? Okay. Wir sind, ja genau, wir sind, du hast da absolut recht, Misi. Wir sind da, wo der König diese Hexenjagd gemacht hat. Deswegen picken da auch lauter weibliche Personen am Pfahl. Ja, Karfreitag ist er noch gar nicht. Spreng ich dir aber wirklich. Wenn der Gürtel einen Gürtel hätte, dann war er unter der Gürtellinie. Gefällt mir. Das ist so richtig schön asozial. Erstmal kotzen, ja. Ja. Kann ich nur nachvollziehen. Oh, ist das der Berg? So war das Ratzen. Nilschuld! Willkommen til Nilschuld! Vielleicht lauter Vögel. Ach, guck mal, da wie asozial wird's noch. Spring ich drüber. Unten drunter. Da ist ein Pranger links und rechts. Sind wir jetzt in der König. Du, Entschuldigung, ich hab da hast du die Schulter aus. Selber abgestochen, oder was ist mit. Zum Knopfdrucker oder was? Muss auf alle gleichzeitig oben bleiben. Also ich bin doch schon auf X. Lieber außer kurbeln oder wie wegen das. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Schaut nach einem Gerichtssaal aus, hä? Straffet, Ventur, Hedren, weiß ich nicht, kommt kein Schwedisch. Ist Schwedisch, ich weiß es nicht. Ist Dänisch, ich weiß es nicht. Haben wir da? Wo schauen? Oben vielleicht? Und hier mit nichts interagieren. Macke! Gibt nichts Schönes wie am Montag ein Jackie Cola, ein nice Tattoo und natürlich am besten schauen. Birger! Macke! Was ist denn heute schon wieder? Zweistellig Donation Montag. Hä? Schau mal, ob das funktioniert. Das funktioniert. Macke, merci dir. Ein 20er ist 2. Und du weißt es. Und ich werde jetzt noch 5000 Mal sagen. Vielleicht wissen wir es irgendwann. Na, was ist denn jetzt das wieder für eine Assi-Scheiße da, ne? Verfolgen wir die, hab ich noch mal lieb. Hab schon geneist, tu dich nicht an.
ich verstehe schon. Ah! 157. Ihr habt brav mitgecountet. Nein, ich muss... Oh, ich muss mich da drin ducken. Ja, ich bin schon steil. Dann müssen wir da umspringen, oder wie? Jetzt warten wir aber, bis sie da sind. Oder hätte ich da gleich um mich laufen müssen? Jetzt kann es eng werden. Oh, Glitchfälle. So in das bewerkstelligen. Werden die durch Ton auch? Nimm mich da vorbeischleichen? Ich kann mich vorbeischleichen, wenn ich langsam tue. Okay, das muss ich mir selber sagen. Boah, ist Blut! Ich will mir morgen nicht anschauen. Nein, scheiße, wir haben nicht was wo. Scheiße, den hab ich wirklich nicht gesehen. Viel Spaß, Biermeister, einen Bramble zerpümmeln. Der schaut aus wie ein alter Bierger, das werden wir noch sehen. Herr Boris Blut, mehr sieht mein... Das war kein, das ist ja nicht... Was ist das? Bussi aufs Nussi, danke schön. Schluss mit dem Krampf. Danke dir. Und nur natürlich hinten euch, danke schön. Licht haben wir noch. Wir haben wir nur am Schleicher. Wir werden nur Schleicher, was anderes tun wir da nicht. Kann nichts passieren. Was ist das? Ein Stor auf dem Stumpf. Okay. Was noch was? Da. Aber jetzt war die nächste Geschichte. Knockerbeds! Popo! Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, Boah, ich blöd mäßig. and those who did had lost their minds. One Falsche Richtung. men. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. Ich bin einfach zu blöd zum Bleiben. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. Was haben The diese villagers Geschichten? grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful Leafle. woman. But to no avail. Ja, Mann, nice Tattoo, ja, am Start. Die ganze linke Oberarm ist jetzt mal wieder sauber. Der Kane Bloodhoof. Taurensche. Was, im Ernst jetzt? Okay, das ist eine krasse Entscheidung. Herr Löffler, merci dir. Meine Frau hat sich auch massivst tätowieren lassen. Massivst tätowieren lassen. Also der ganze linke Arm ist voll von oben bis unten. Da ist sogar der Gnädel drauf und der Emma ist auch drauf. Und der Gnädel schaut voll lustig aus. Der schaut aus, als der Zehnfletschen. Merci dir. Wulfric ebenfalls merci dir. Den Gotteslästerer erwartet die Strafe auf den Rücken die Geißel. In die heutige Zeit übersetzt, wegen Gotteslästerei grün und blau geschlagen. Das bedeutet das Schwedische. Danke fürs Nachgoogeln. Das hätte nicht einen Zehner kosten müssen. Ich weiß nicht, was das soll. Leute, Dankeschön. Schluss jetzt mit der Gaudi. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Es hört sich auch wieder so nach so einer, also nach einer echten Sage an. Die krass an die Zeit One kennt. night, when the moon shone at its brightest, 5 brave men took matters into their own hands. They Der Winky put hätte es on their umsonst übersetzt, coats weiter oben. Da. and Ich hab's nicht walked into gelesen. the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. Ich bin gespannt. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous.
haben wir mir gerade ein Schwert in den Arsch eingesteckt. Da stopp ins Kreuz. Ins Kreuzkaue. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. Ja, ist schon. Haben schon harte Geschichten. Kannst du sagen, was du magst. Was der Stumpf mit dem Stor da jetzt da oben bedeuten soll, weiß ich nicht. Macke! Mir ist wieder ein Euro! Kuss, Nuss! Nusskuss! So, jetzt pass auf, wir ducken wir uns und schleichen wir nur noch. Aber da glaube ich, scheint uns nichts zu passieren, außer er steht auf einmal auf da. Das ist die Frage, wie kommen wir da, wenn ich da jetzt runterfalle, hören sie mich dann? Aber die Vögel hören sie, gell? Oh, wow! Komm ich nicht, komm ich da. Oh, das wird jetzt auch eine soziale Try-and-Error-Scheiße. Da, das mit die 8 F, das können wir uns gleich schon wieder abschminken. Wir kommen vorbei, ohne dass ich die Vögel ja, ich glaube, ich sehe schon. Einfach vorbeilaufen, ohne dass ich die Vögel triggert. Die Frage ist, wie ich da hinten vorbeikomme, weil da muss ich irgendwo oberspringen. Da ganz da ohne. Wenn ich da oben vorbei, komme ich da oben vorbei, ohne dass es triggert, das glaube ich nicht. Sobald ich aufstehe, hören sie mich im Wasser drin, dann warte ich bis sie halb hergelaufen sind, dann springe ich um. Bin kurz aufgestanden. Und jetzt versucht. Ich möchte aber hoffen, dass sie da oben fällt, die Arschlöcher. Was ist jetzt da? Und dann wieder B. Oh. Fucking Dipf! Wir haben bloß noch einen frei. Verdammt, aber der Endboss, der wird uns mit Sicherheit Minimum einen kosten. So fürchte ich. Kann man kraxeln, das weiß ich noch. Nicht springen, Birgit. Nicht wie in Uncharted nach links springen, weil er einfach nur geradeaus nach hinten springt. Nicht. Just don't. Komm, eine in die Bude. Oh shit. Was? Was? Ah, was? Wo? Ah! Was? Okay, der sieht's Licht. Ja, ist schon vorbei mit 8 F. Hast schon! Nein, nicht das Licht immer. Ich check nicht, wann die triggert werden. Da geht ein Lord da neben ihm auf, glaube ich. Glaube ich. Okay. Fiese Stelle. Vogel! Fiese Stelle. Oh nein. Und da kein Arschloch mit mir drin ist, ist mir alles wurscht. Was haben wir da? Was denn? Drück wieder auf X. Doch auf X drückt. Was haben wir da? Oh, müssen wir wieder was zusammenmischen. Machen wir mal. Ah, da haben wieder Symbole drauf. Ein kleines Viereck. Karo. Und ein 2, 4, 5. Was ist denn da? Ja, 5-Eck. Ja. Da müssen wir wieder. So, ach, da ist ein Symbol unter dir. Das ist ein Kreuz mit einem kleinen Kreuz. Sehe ich das richtig? Ah, Kreuz. Oh, ja, kriegen wir hin. Die Situation haben wir schon mal gehabt. Da brauchen wir das da. Oder sonst noch was. Kreis brauchen wir nicht. Nehmen wir das. Der Mischung hinzufügen, haben wir das kleine Kreuz unten. Ja. Dann brauchen wir das Groß. Das 5-Weg brauchen wir. Da ist 5-Weg dazu.
Dann muss es aber noch irgendwo einen Platz geben. Eine werfen, der wir jetzt noch nicht. Muss noch da ist noch ein Platz, ja. Mal. Haben wir das große Kreuz? Ja. Das Kreuz, die Reihenfolge ist ja wurscht, glaube ich. Mischung hinzufügen. Dann war es eh schon, glaube ich. Dann meine ich, war es ja eh schon. Eine mit dem Pulver! Da stand jemand. Wie, wo da stand jemand? In der finsteren Bude vorher. Ja, das ist mir schon klar. Und sobald das Licht da ist, schon kommt er. Da auf dem Zylinder. Oh mein Gott, was ist denn jetzt kaputt? Viereck, Dreieck, Karo. Viereck, Dreieck, Karo. Karo. Viereck. Und dann brauchen wir das Dreieck und die 3 Bunkerl. Was haben wir da? Kreis, einen Kreis brauchen wir nicht. Dreieck, Dreieck. Und diesen hier. Nochmal. Was haben wir da oben? Zutaten. Das da brauchen wir. Ah. Karo, Viereck, Dreieck. Und dann brauchen wir noch die 3. Wann die 3 Kugeln habe ich irgendwo gesehen. Wann die 3 Kugeln? 3 Kugeln wo? So nicht. So? Ah, nicht. 3 Kugeln brauche ich. Brudi, 3 Kugeln. Ah, da haben's. Jawohl. Peace. Ja, nette kleine Rätsel. Das ist jetzt nichts gnadenlos überforderndes, aber es kann ja nur eskalieren. Wenn du nämlich 15 von den Symbole brauchst, dann hast du ein Problem. Jetzt haben wir hingeschüttet. Jawohl! Mach auf die Bude, ich mag irgendwie mobil fahren. Dann haben wir immer noch in der Scheißdinger. Ach. Okay, wenn wir einen Schlüssel brauchen, nehme ich an. Ah, vielleicht findet man. Alter, wenn da schon wieder Wasser ist, kommt der Zombie-Sepp. Ich weiß genau, was ist. Da geh ich nicht rein. Nein, das Wasser geh ich nicht rein. Ah, da überhaupt nicht rein. Das sehe ich nicht ein. Ich gehe in die Bude rein. Haben wir was? Was? Da haben wir was? Was ist denn das? Dorfplan. Ist das ein Dorfplan? Da haben wir was. Oder? Ah. Okay. Schlüssel gefunden. Straight in den nächsten Minute nicht ins Wasser. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe nicht ins Wasser. Wasser nicht gut. Nicht gut. Der Basti schreibt, habe ich was verpasst? Ein bisschen. Bisschen. Oh, eine. Oh. Haben wir da? Okay. Muss ich jetzt runterklettern oder muss ich da auf den Holzpfosten umspringen? Das ist die Frage. Ich gehe ganz auf. Okay, haben wir schon. Was haben wir da? Eine Kurbel. Kann leider nicht schnell kurbeln, das geht nicht schnell. Kurbel rein ins Vieh. Los, Kurbel rein ins Vieh. Ah. Das wären so aber verzwickt verwinkelte Level, du. Bock ich dir. Du, ich kann nichts sehen. Okay. Ich kann einfach wahllos irgendwo hinspringen. Ja. Auf. Und da. Blume. Oder nur vor seinem Tod? Okay, Blume. Kinder, wir merken uns Blume. Da will ich noch was? Nein. Wir merken uns Blume. Oh, nein, das wollten wir nicht. Ich wollte wieder Zeit sparen, damit ich aufspringe und das Kraxeln anfange, aber nein, ich springe daneben. Herzlichen Glückwunsch. Bobber Kurbla! Okay. Ah, es wird auch immer dümmer. Die Frage ist jetzt, was soll man da unten? Da unten überhaupt? Autschen! Können wir da in die Bude rein? Nein, aber was? Gehen wir nicht in die Bude rein. Können wir da nach oben springen? Aber warum sollte man das tun? Warum soll ach, wenn man da oben fällt. Naja, gut. Was? Kann ich jetzt nicht mehr kraxeln? Lass mich kraxeln. Ah. Hops. Aber schon, hau. Nicht, dass der Knirscheimer aus der Haut, du. Hab ich jetzt einen Letten im Gesicht? Hab ich mit dem Gesicht bremst? Keine Ahnung. Was haben wir da? Schon wieder Ratz. Was hast du da?
Was ist in der Box? Schmerz! Disgusting. Wieso? Wo hab ich denn das da? Hast du was? Bisschen wieder raus. Ja. Es ist schon eben maximal disgusting gemacht, gell, damit da nichts feit. Die ganzen Symbole, die da irgendwo an Häuser ohne geschmiert sind, muss ich mir die merken? Ich hoff's nicht. Alter, was ist? Komm ich da rein in die Bude? Was ist da in der Bude? Treppensteigen müssen wir noch mal üben. Treppensteigen funktioniert noch nicht so gut. Und da? Weiteres Buch. Ah, dann ist wieder Zeit für Rassismus, bitte. Dear Diary, I am so in love with him. Oh! I cannot even describe it. It feels like he loves me too. An die zwei, die wir gerade gefunden haben quasi. Wenn wir jetzt da noch einen Typen mit einem Messer, das ist die Blume, warum sie, vielleicht erfahren wir, warum sie ihr Bratzen in der Kiste hat. Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. Ich will gerade sagen, der kleine Bursche hat irgendwie aus der Pestbollen. Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. Da würde mich wirklich einmal interessieren, was in die Köpfe von den Leuten so ganz früher, so mittelaltermäßig halt wirklich los war, wenn auf einmal alle diese Scheiße da kriegen. Und damals waren wir medizinisch so weit wie ich mit, weiß ich nicht, als war ich Doktor. Ja, also der Wissensstand von einem Doktor ist auf meinem jetzt. Somit, und der Doktor weiß nicht, man darf das dreckige Wasser nicht essen. Nicht trinken, Entschuldigung. Waschen sollt ihr euch zu fix. Ja, so ungefähr, was da in die Köpfe losgeht, wenn man sowas kriegt. So, People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Aber so gescheit waren wir dann schon, dass man gespannt hat, der eine steckt den anderen an. Every morning someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. Classical I have Zombies. locked myself in the house. I got separated from my love. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. Ja, warum hast du jetzt I dein Bratzen miss in der him Kiste? so much. Klassische Zombie-Afro-Cap. Also da sitzt. Okay. Ja, das ist schon nett, dass man da dann immer wieder. Was heißt nett? Die Geschichte ist natürlich nicht nett, aber ich finde es cool gemacht. Dass man nach die Abschnitte dann auch über die Geschichte lesen kann, was man. Wow! Wow! Nein, nicht! Ich komm nicht mehr zurück. Ja, es ist. Es ist fies. Das war halber doof, nein, es war ein ganzer. Die gute alte Afro-Pfütze. Was muss ich denn da? Sprinten oder was? Ich probier's. Das ist echt mies. Warum hab ich jetzt lauter Blutleiten im Gesicht? Ich mag wieder was Buntes. Ich mag wieder was Buntes. Da habe ich Zeit, bei 160 sind wir. Haben es bestimmt nicht gehört. Und bunt! Das ist alles für Zombie-Deppen.
Bitten, dass da auch wieder eine... Boah, ist das mies gemacht, fuck you. Springe ich da jetzt über das Loch drüber oder schleiche ich an der Seite vorbei? Ich versuche zum Vorbeischneiden. Nein, natürlich nicht. Oh, wow. Ich seh halt nix. Okay, sie kommen nur aufs Fingerblick. Ah, ist das mies gemacht! Ja, wo soll ich denn jetzt da hin? Okay, doof! Hau ab, springen wir übers Loch drüber, bitte spawn mich da um. Bitte spawn mich da um. Was? Jetzt gehen wir erstmal in die Richtung. Ach, hätte ich da durch können. Ah, da war der Ausgang. Ah, check schon. Kommst du? Ja. Da wird uns die Mechanik erklärt, dass die da oben fallen können. Und jetzt springen wir können wir da oben wollten, meinst du? Na, wir brauchen erst das scheiß Kurbi, Alter. Gott sei Dank muss ich nicht nochmal durch die Viere. Hey, der Zombie-Part gefällt mir überhaupt nicht, der ist einfach nur unangenehm, Alter. Also der ist wirklich nur unangenehm. Aber schön zum Sehen, dass in Third Person das auch richtig gut funktionieren kann. Dass die da sauber erschreckst, wenn das Mistviecher vor mir daherkommt. Und plötzlich haben wir Game Mechanic bei Resident Evil. Genau an das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ja, Schluss. Hätte ich schon Tropfen. Oh, no. Sein Rotznau. Geleckt, du Arsch. 1 Kilo Mehl. Das ist Mehl wahrscheinlich, oder? Ist das Mehl? Können wir wieder rausgehen jetzt da, dass ich was sehe? Das war schön. Hallo! Bin wieder da. Wo muss ich hin? Nein, da ist die komische Rankenscheiße. Bober Kurbla! Ja, da geht's auch nicht hin. Kann ich da was? Da kann ich irgendwas tun. Aha, ja, toll. Aha, voll super. Alles klar. Bober Kurbla! Nicht. Nein, da hängt dort. Nein. Kruzifix, Alter, die Space so beschissen unangenehm, dass es eigentlich fast. Hey, Juli, es ist April! Fast! Nenn mir ansatzweise Oktober! Weg jetzt mit deinem Scheiß! Kann ich da jetzt. Ich habe schon wieder Bauchweh oder was weiß ich. Schon lange nicht mehr RIP. Doch! Die ganze Zeit RIP! Ah, die Kirche, die hat schon immer Fake-Käufer bei sich Probleme. Ja, Artwork, Artstyle, gib mir Musik. Oder schon. Achtung, Geschichtsstunde. Ah, da müssen wir wieder. Okay, da müssen wir wieder zusammensammeln. Machen wir das.
da muss ich das hin. Nicht sonderlich viel Sinn, hä? Wenn man da einmal ausrundum, da hinten liegt noch. Was ist da? Was auch immer das bedeuten mag. Aber da haben 4 erleuchtete Türme in der Mitte der Kini mit 2 Leuten. Jetzt schauen wir mal. Die Bude mit. Wir haben immer noch Blut verschmiert von oben bis unten. Im Hintergrund ist schon wieder fucking Epic Music. Die Frage ist bloß, was soll ich da mit dem Buchstapel? Da ist nichts. Da. Gub-Visigne, keine Ahnung was das... Ja, irgendwas müssen wir erleuchten. Ich check's schon, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Diesen Kasten mit dem Licht oben drauf oder was auch immer das sein soll. Da und da ist nix. Ah, geht's das? Irgendwann muss noch ein Bücher liegen. Können Sie was sehen? Oh, da haben wir noch was. Okay. Brennt aber eine Kerze. Schauen Sie. Auch nicht hinten. Jetzt auch nicht hinten. Schauen wir mal, ob wir da vorne drüber springen können. Ich habe mir jetzt nicht nach dem größten Hindernis der Welt auch abgeschaut, muss ich sagen. Aber da auch doch. Da ist ein X. Steckt noch irgend bei einem Buch? Auf die Bücher und dann zum Netz springen. Ach, da kommen. Ah, das habe ich. Da hätte ich jetzt wieder lang gebraucht, dass wir doch. Ach, da kann man klettern. Ja, gut. Habe ich wieder nicht gesehen. Und an Klettern habe ich jetzt gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. So, umgesprungen. Teppich. Haben wir nichts gesehen. Schön gesehen, Herr Drakon, schön gesehen. Ah, da stinkt's wieder nach Zombies da draußen, ich riech's. Ich rieche. Da gehen wir jetzt aber. Ah, da ist das Kerzending. Hopp jetzt um da. Nein, Licht mache ich da jetzt mal keinen so, ich laufe jetzt einfach, okay? Oh no, oh no. Oh, muss ich mich vielleicht schicken, hä? Du, ich schick mich mal. Ich weiß nicht, was passiert. Ah, shit. So kann ich's abschneiden, ich hab's schon gecheckt. Wenn die ersten da sind, wenn die ersten da... Ich schmeck Depf. Was ist das? Ich kann nichts tun. Kann nichts tun. Ja, das haben wir nämlich genau gedacht. Lauf, lauf, lauf! Für die sind sie jetzt blöd, hoffe ich. Hat sie jetzt blöd für das? Sag ja. Sehr gut. Oh no, sie sind doch nicht zu blöd. Ja, 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 ich bin schon fort. Ich bin... Entschuldigung, bin schon fort. Ja, das ist schwer für euch und ihr sterbt alle. Los, Abflug. Ja, dankeschön. Okay, tschüss. Zero Depth, ab in den Chat. Zero Depth, bitch. Na, Vollsprint hinlegen. Alter, da kannst du den Day Before was anschauen. Ich glaub, jeder. The Day Before kann sich von euch was anschauen. Da wenn ich einen Zipfel auf ein Blatt Papier mal, dann können sie sich auch was anschauen. Hab ich das Gefühl. Haben wir schon lange keinen Zero Depth Spam mehr im Chat gehabt. Los! Gib ihm! Was haben wir da? Beste Figurine. Oh, wir haben wieder mal eine Figur gefunden. Haben wir schon lange keine mehr gefunden. Zero Depth. Zero. Der Depferer. Oh, mach der Depfer der Zero. Ey, ein bisschen Kraxel. Haben wir schon lange nicht mehr Kraxel.
Gib ihm. Los. Bin gespannt, wie weit das wir schon sind. Der scheiß Berg macht sich immer nämlich noch... Oh, wir haben eine Sonnenfinsternis schon. Scheiß Berg macht sich nämlich immer noch so ein bisschen... Schaut dem Jahr, als wären wir immer noch Meilen weit davon entfernt von dem scheiß Berg. Das ist ein Turm, kein Berg, du Trottel. Du Trottel! Was ist jetzt wieder? Kommt jetzt der Mountain King bitte nicht. War nur ein wenig früher. Weil zusammen kann das etwa in Prozenten wiedergeben. 25% lasse ich nicht gelten. Muss ich was tun? Weiß nicht, was tun muss. Ja, mal wegen auf Zeiten so. Das ist schlechte Platzierung des Primärelements. Achtung, Flashbang. Blume? Oh. Oder was wie Eisblume. Wir sind wie Eisblumen. Was kommt denn jetzt wieder für eine Psychoscheiße? Muss ich da irgendwas tun? Ich kann nichts tun. Oh, Mandalas ausmalen. Haben wir in Religion in der Grundschule gemacht. Mr. Balko, es ist blind. Ich habe keine Ahnung. Natürlich ist es blind. Also, first try. Oh mein Gott, der Gollum. Hochgradig creepy. Und vor allem so strange. Da muss man schon gescheit an der Waffel haben, dass man sich so Sachen ausdenkt. Aber immer noch unser Licht, also das verlieren wir auch nicht. Das bleibt uns schon. Ich weiß nicht, warum mit meinem iPad, dass wir die Lichtmechanik irgendwann nicht mehr haben. Hä? Muss ich jetzt ins Wasser rein, oder was? Toll. Was passiert denn in der Finsternis im Wasser? Mag ich es wissen? Mag ich es überhaupt wissen? Oder bodeln der mir jetzt ein bisschen? Bodeln! Ich bin immer bekanntermaßen bekennender Bootfahrer. Ja. Bekennender Ruderer. Aber falls du Hilfe brauchst, frag nur. Bossmechaniken sind ein bisschen... LT und RT. Kann ich da um Kurven auch rudern? Hab jetzt einmal rudern müssen, oder was? Also ich muss beide, okay. Bossmechaniken. Hab ich gehört, das ist ein bisschen Try and Error. It is what it is. Oh Gott, das ist soweit, jetzt müssen wir rudern. Ich kann aber auch nicht lenken und nix. Ich kann einfach nur... Der Gollum mit der Hake! Was soll ich machen? Stirb jetzt wieder, weil ich nicht weiß, was ich Gollum ist. Nicht. Gestorben? Oh Gott, Boss. Was ist denn jetzt wieder? Ja, jetzt sterben wir wieder 10 Mal, weil ich nichts check. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt einfach mal, volle Kanone. Was ist das da? Okay, aus. Ja, okay. Muss ich auf den Stor zulaufen, oder? Ach, was? Er kommt mit seinem Reh, also ja, ich hab mir's schon gedacht, aber ich hab schon jetzt gell, ja, 162, leg mir mal. Da nochmal. Ja, das ist aber eine sehr ungünstige Perspektive, Freunde der Sonne. Okay? Muss ich auf den Stor zu laufen? Ich werde mir nichts bringen. Okay, zweite Mechanik, also erste Mechanik kratzen. Und ich hab noch den Daumen schießen. So, zweite Mechanik ist der Reher, der ist ein bisschen ungünstig. Da kann ich nicht abschwatzen, wo der Stiel daherkommt.
Man muss eh nicht genau zielen. Mit dem Gamepad kann ich eh nicht zielen. Okay. Ja, also keine Ahnung. Da habe ich das Gefühl, es ist gescheiter, wenn ich einfach stehen bleibe und Bett. Okay, oh, wir haben schon ein bisschen netter. Aber ich glaube, wir kommen netter eher mit jedem. Ich laufe da auf Flashback! Fernsehrauschen! Was ist jetzt mit ihm? Ich rudert, was ich stark bin. Ich rudert, was ich stark bin! Oh nein, Daumen auf. Das ist nicht gut. Ich rudert, was ich stark bin, Alter. Ich rudert, so wie ich noch nie gerudert bin! Nicht Augen auf mal. Ich muss ihm quasi zweimal in den Daumen dreschen, bis er Daumen zieht und dann kann ich wieder rudern. Sag ich das richtig? Ist das die Mechanik? Ich rudert so strong. Look at me, how I'm rudering. Was heißt denn rudern auf Englisch? Paddeln. Oh no. I paddle the shit out of you. Oh Gott, das kriegt er wieder wahrscheinlich nein, Mechanik dazu. Das ist nix. Na, das ist... Ja, okay. Das ist jetzt die erste Mechanik, die unfair ist. So wieder was ist, weil die Perspektive einfach nicht passt, wenn er das Ding vierer schiebt. Das... Was? Ja, ich hab schon 2 geschrieben. Alter, jetzt darfst du aber aufhören. Ah, wenn man springt, stirbt man nicht. Alles klar. Eine ins Auge! Okay. Wir müssen werden so und so. Muss ich da dann springen oder was nicht? Ne? Oh, trotzdem ein Gräser. Jetzt kann man nicht mehr drüber springen. Eine ins Auge! Steckt da ein Finger in den... Nicht die Gartenhake, nicht. Muss ich da irgendwo hin? Fixen! Okay, nein, Mechanik. Nicht die Hacke. Gib mir Tratzen oder irgendwas. Echt jetzt? Sagt mir das irgendwie, wer der Richtige ist? Ich tue bloß eins. Ja. Das ist mies. Das ist einfach nur mies. Der ist einfach nur nervig, ganz ehrlich. Komm. Ja, das ist nur einigermaßen zum Verstehen. Oh, guter Barschwein. Das war trotzdem. Eine ins Auge. Immer noch ins Auge. Wo sehe ich irgendwie, wer der Richtige ist? Oder muss ich einfach Glück haben? Oder? Das ist eine geile Mechanik. Sorry, das ist eigentlich, das kommt unerwartet. Der alte Qualm. Okay, ja, jetzt einigermaßen kann ich es abschätzen. Eine ins Auge. Arschloch. Er qualmt aus dem Mund. Das ist ein guter Hinweis. Sag das, was ist? Ich laufe trotzdem. Nein, nicht runtergefallen. Ich laufe trotzdem auf den Schlitz da zu, weil ich irgendwie das Gefühl habe. Dass das bringt aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung wieso, aber da kommt er nicht netter. Okay. Unterwegs. Jetzt lass mich wieder rudern! Ich mag rudern! Jetzt hat er, ja, okay, wir müssen 4-mal treffen und dann können wir in dem Ding laufen. Ja, okay. Komm, lass mich rudern. Ist klar jetzt. Komm, lass mich rudern, jetzt schlaft er schon fast. Der macht seine Gackerl nicht mehr auf. Los jetzt, Abflug. Abflug! Warum rauschst du? Kann ich gar nichts sehen. Und das, was der Basti schreibt übrigens. Smash the Like-Button! Für jeden Doof brauche ich 10 Like-Button. Minimum. So, schauen wir da noch ein paar Minuten rein. Ich gebe mir meine Arbeit nicht noch. Was für Arbeit, Alter? Hau die Arbeit, Alter! Lass mich den Rudern jetzt. Oh Gott, der hat sein Gesicht schon wieder auf. Da kann ich wahrscheinlich rudern, was ich will. Die Phase werden wir nicht überspringen können, die dritte. Jeder Boss hat jetzt auf einmal 3 Phasen. Du Arschloch! Er ist quasi der Ist es der skandinavische Fährmann? Gibt's da sowas? Keine Ahnung, macht ein bisschen so den Eindruck. Da sind wir nun.
Ah ja, dass man nicht gescheit sieht. Super. Ganz toll. Geh weg von mir. Du Affenarsch! Okay, man sieht das jetzt erst viel später. Ich verstehe. Und komm. Ohne einen Topf. Phase 3 ohne Topf. Komm. Oh. Ah, das ist einfach! Also du ziehst zweimal durch. Das ist nicht einfach. Einen ins Auge! Kackfrisur! Der Onkel Werner ist das. Ja, so ungefähr kannst du optisch einen Onkel Werner vorstellen. Ah, shit. Was? Okay, das war kein Qualm, das waren einfach irgendwelche weißen Linien, die aus seinem Maul rauskommen, aber ich hab's schon verstanden. Da hab ich vorher nicht drauf aufgepasst. Ja, das ist einfach. So, einmal aufs Maul hauen. Kim. Über den Besen. Nein, nicht die Ratzen. Ah, die Ratzen sind unangenehm, wenn man so... Oh, shit. Komm, ein ins Auge! Lauf das! Lass mich aussehen! Lass mich aus jetzt! Ja! Komm, mehrere 3 Phasen, wer da drinnen steht, haben du Arschloch. Du Mann Arschloch! Der Pester. Escape Pester. Wer immer Pester ist. Ach, das soll die Pest sein. Die optische Darstellung der Pest. Bobr Ratokal. Oh, das schaut doch noch Berg aus. Das schaut doch noch Berg aus. Das ist der letzte Overcome Abschnitt. the darkness. Oberschiene, ja. Oberschiene. Unterschiene. He had reached the mountain. I reached the mountain. Hey, ich ruder schon, wo ich stark bin, Jahi. Could finally Mr. find Biker, his merci. sister. GG, easy noob / dance motherfucker. Bauzi, was ist denn das? Das kann ich dir nicht erklären. Ich sag's, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es ja selber nicht. Ich wieder Biergerspät wieder strange Spiele. Alter. Aber gute. Also ganz ehrlich, es gibt ein Fazit am Ende des Spiels. Und das kann ich dir jetzt schon sagen. Für ein Indie-Game, brutal. Soundtrack, Grafik, Steuerung, alles am Ball. Natürlich haben hier und da ein paar Fehler, ein paar Sachen, Ungereimtheiten. Aber ohne Scheiß, das Igelmobil war so super cute, dass es ganz aus ist. Kann ich da Blume? Oh. Das wird schon wieder schwarz-weiß jetzt da und grau und... Ach. Mandarine! Mango! Mango! Manga! Da wäre jetzt schon noch ein ganzer Abschnitt kommen, nehme ich mal an. Da hageln sie nochmal 15 Dämpf. So. Was ist denn das? Das schaut nicht gut aus für mich. Das schaut nicht gut aus für mich, aber ich springe ein. So, der Saufer ist wieder da drin. Ich halte das Lichtentee. Das muss das regeln. Papaya! Papasayas! Ich halte lieber mal das Lichtentee. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich halte das Lichtentee. Jetzt sind wir von oben bis unten vorher Rodeleten. Herzlichen Glückwunsch. Blume! Gib mir Blume! Mann, ich mag einen Igel wiedersehen. Das war so eine, das Igelmount, das war so eine cute Idee, dass die bloß einmal vorkommt, dass er ein wenig schaut. Oh, aber ist der Igel nicht gestorben? Der Igel ist gestorben danach, gell? Vielleicht wird danach wieder alles gut. Wenn wir einen Mountain King bezwingen, vielleicht haben dann alle wieder da und ich darf nochmal eine Runde mit dem Igelmobil fahren. Igelmobil. Und wieder Blut leben. Vor allem die Storys sind cool verarbeitet. Da musst schon, muss ich ganz ehrlich sagen, As he als... reached the summit, Da waren wir Olga schon. felt regret. Ja, da waren wir schon mal. Das ist wieder der eine... Ja! Stop his sister from being taken. Das ist dieser Ausguck, da wo wir unsere Schwester quasi... Regret that he could not stop the woman Dies from war- drowning her child. Grenzwertig, Alter. So eine Idee, erkennt das sofort. Bringt da jede Ranken irgend so ein Beutel, wo wir gerade waren, und da hinten ist ein Herz, oder was ist? Ja, da ist diese Blume. Regret he had killed the shapeshifter in the forest. Selbstschifter. Aber... War gegen ab, muss ich sagen. Habe ich die jetzt... Oder? Now the Bramble! man Free stood yourself before from him, Bramble. Bramble. and he wished he could ask their forgiveness. I have a very bad feeling about this. Gibt's in deinem Spiel da noch Igelmount? Berechtigte Frage. Berechtigte Frage.
Weiß ich noch nicht. Ich weiß das Setting noch gar nicht. Also in ein Space-Setting passt natürlich kein Igel nicht leider. Aber vielleicht gibt es einen Space-Igel. So, höllisch steil auf einmal. Oh, da hinten ist der He König. had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Ey, ins Gockel! Na. Ja. Die Schwester finden. Oh, da haben wir was. Okay. Oh Gott, schon wieder finster. In WoW Eagle Mount war das auch geil. Aber ich habe es also super cute gefunden, da sitzt er mit dem kleinen Gnomending da drauf. Oh, ich werde schon wieder erschreckt hinter jedem Ecke, ich riech's. Kann es riechen. Ah, da waren wir schon. Müssen wir nochmal die Geschichte lesen, oder? Was ist der Plan? Die haben wir schon gelesen. Nochmal die gleiche. Bookworm! Find all storybooks! Achievement! Bloody, and at his wits' Kann man end, nichts auslassen. King Nils came to a Kinda like witch's this one, house isn't it? on the outskirts of his kingdom. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. Oh, da The kommt der witch gekrochen zur explained Hexe. that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. Und er hat's eingesetzt und die Blärme hat alles corrupted, was rundum war. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom, following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead, and the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Er ist der verdammte Mountain King, weil er nach dem wahnsinnig wird und mit der Blärme alles kaputt macht. So schaut's aus. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. Nette Geschichte. To this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. Was, und die Trolle halten ihn am Leben, oder was? Long ago, there was a Ach, da haben jetzt alle Storybooks herin wahrscheinlich zum nochmal nachlesen. Mich an. Und noch so eine Figur. Die Frage ist, was hier geht. Mal wieder Achievement gekriegt. Haben wir da gekommen? Also, wir gehen mal nach rechts. Rechts gehen. Ah, nein, da haben wir. Aus der Bude. Jetzt werden wir wahrscheinlich in den Berg reingehen müssen und gegen einen Mountain King kämpfen. Vielleicht haben wir den Mountain King am Schluss. Weil wir total verzweifeln. Oh. Ja, es ist schon sehr ähnlich. Wir haben ein kleiner blonder Bub mit einem Schwert. Baby. Was ist das alles? Da haben wir das Schwert. Schaut genauso aus. Also gut, wie schaut das Schwert schon aus, aber es schaut schon vom Griff und so weiter. Und vom Knauf schaut es schon genauso aus wie das, was wir mir auch gehabt haben. Das Lichtschwert-Ding. Da haben wir noch eine Figur. Ja, da habe ich wahrscheinlich viele übersehen. Da habe ich sehr viele übersehen, da bin ich mir sicher. Was haben wir da? Ja, warum soll ich mir jetzt da hinsitzen können und so? Ja, ich rieche. Ist das... Wir sind wir sein Bub.
Es gibt überhaupt gar keine Schwester. What is this? Arschbange. Sagen wir mal überhaupt der Bub. Schauen wir mal. So. Okay, da haben Nummern unten dran. Da steht 2. Was, am Schwert habe ich auch schon was gelesen. Da steht 10. Oder? Täusche ich mich da? Ja, jetzt pass mal auf. Steht auf die Beutel irgendeine Nummer? Aber das kann 3 in Folge sein, hä? Da ist der Kelch. Ja. Kelch. Daneben ist nämlich das Schachteil. Und da ist das Schwert. Das heißt, was war das Schwert für eine Nummer? Habe ich da schon gesehen, ich habe da schon gewonnen, da ist ein X dran. X. Das heißt, 210, dann ist da wahrscheinlich der Kelch. Jawohl. Ah, das Rätsel schon gelöst, da habe ich den Kelch gar gesehen. Aber irgendwie brauchen wir eine Nummer. Irgendwo eine Nummer dran? Ah, halt schau, innen. 6. Römisch 6, was ist das? Sechs. 210. Was ist das? 6. 2. Wenn das kein feinstes Pro-Gaming war und nicht mindestens ein Like auf dem Video wert ist, dann bist du ahnungsloser und musst heimgehen. Was ist jetzt? Irgendwas ist jetzt aufgegangen. Das ist der Schlüssel. Ja, jetzt. Ach, da war vorher ein Spiegel dort. Absolutes Pro-Gaming. Wahnsinn. Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn! Da links schon wieder jemand, oder. Ah, jetzt wird's finster. Böses Gefäß. Ah, jetzt wird's, glaube ich, finster. Jetzt ist die Frage, ob jetzt da noch mehr ein ganzer Abschnitt kommt oder ob da gleich ein Bosskampf kommt oder was ist da los? Das war noch nicht mehr First Try, das waren 0,8 Tries. Ich war schon fertig, da habe ich einen Kelch noch nicht gesehen. Was für Kelch? First Try, bitch! Oh, müssen wir da wieder. Hier, machen wir mal. A little Gaudi. Aber da schaut's doch noch. Ah ja. Oh no! Oh no, der Butcher! Ist das ein Butcher? Der Butcher ist bummvoll. Ah! Der Butcher. Sehr schön. Ah, haben wir jetzt wieder. Hey. Da schaut's nach Kraxeln aus, das hab ich schon gesehen. Oh, da muss man sich wieder im Schatten verstecken, sage ich das richtig? Ja. Wieso muss ich ihn da nach oben drücken, dass er nach links graben? Okay, Kim. Komm, hör mir auf. Hör mir auf, du. Da. Ja. '68! Oh. Yeet! Der war's wert, Kinder.
Und ihr wisst es, der was wert. 169 hab schon wieder. Oh, da bin ich. Weil ich es wieder nicht erwarten hab können. Ja, was wert. Oh, wertvoller Topf. Was sagen, was du machst, da müssen wir zuerst da dahinter bleiben. Ja, ich hab schon geschaut. Ja, müssen wir warten, bis das wieder aufgeht. Hui! So, aber wo dann hin? Wow, das war knapp. Au! Das da ist ein Scheiß mit den zwei komischen kleinen Dinger da, das darf man gar nicht. Bleiben wir mal da stehen. Nein, da wichst es mir auch weg! Da nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, da warten wir jetzt noch, weil das ist genau so timed, dass genau da nochmal schnell kurz vor Schluss auf die Fresse kriegst. Muss man das Art-Design wieder betonen? Ah, ja, hab schon gesehen. Closed forever, now opened. I have a very bad feeling about this. Was ist denn das da dahinter? Und da steigen jetzt diese Trolle die ganze Zeit drauf, und fordern den König, damit er am Leben bleibt und da drin gequält wird. Verstehe ich das richtig? Alter, das Art-Design, ohne Scheiß. Dieses Design-Team, von denen ich das gehört habe, ich auf alle Fälle befördert. The Mountain King, who was meant to be hidden forever, was now revealed. He just had to reach the sack before Lillimor ended up as the giant's dinner. Was, den Sack? Ich muss den Sack erreichen, bevor das Dinner endet? Was? Weiß nicht, kann ich da... Ich weiß nicht, es schaut mir nicht so, als könnte ich da aufspringen, aber ich laufe jetzt mal da rundherum ins Licht. Da ist ein Schwertl. Muss ich doch aufkraxeln? Kann ich da irgendwelche Blermio-Düdeln? Blermio-Lüdeln? Lüdel mal die Blermio, da muss man da am Berg aufspringen, wahrscheinlich schon. Immer noch 161. Vorder! Onkel Werner joint the Lobby. Kann ich... Moment, wir müssen jetzt vielleicht... Da kann ich nicht aufspringen. Komm mal rechts rum. Irgendwas muss ich schon mit dem Schwert machen. Da komme ich nicht auf. Wölfchen sagt Schwert. Schwert. Ach, da kann man wieder kraxeln. Ja, ich denke nicht an die scheiß Kraxelmechanik. Grüezi, fix nochmal. Wenn kein gelber Kantenmaler nicht da ist, weiß ich nicht, dass man noch kraxeln kann. Los mich. Aber rauch nur, dass es ausschaut, dass ich checken kann. Müsst ihr nicht checken. Ach. Gelber Kantenmaler wo? Gelber Kantenmaler wo? Was hab ich euch dabei? Soll jetzt auch zu ein wenig aufnicken, ne? Da ein wenig aufnicken. Jetzt hat sie gar nichts zu tun. Da, jetzt gibt Pobra Kurva. Ich nehme jetzt das Schwert, steck's in den Kopf, spiel gut, passt, sind wir fertig, können wir alle heimgehen. Ja, jetzt. Okay, sprich mal. Also, wenn wir auf die Rampen umeinander balancieren. Ja. Vielleicht sagt er in unserem seinen Burm, weil wir sein Gewando haben. Oh, überhaupt sein Gewando, keine Ahnung.
knauft aber schon ziemlich schwer. Wir sind hier doch nicht bei Ubisoft, Alter. Wir sind eigentlich, da kannst du eigentlich jeden Spieleentwickler hineinstecken, weil der gelbe Kantmaler, der ist überall unterwegs. Der hat einen Vertrag, der hat auch bei alle einen Vertrag. Ja, kann jetzt noch nichts tun. Oh, da ist der Sack! Gib mir den Sack. Ist das ein Sack voll Kinder? Sag ich das? Oh Gott, kämen jetzt alle gleichzeitig, alle Spielmechaniken? Ach, die Trolle verfuhren die Kinder an den Typen. Unangenehm. Das ist der uns immer von ganz groß gesehen hat und dann einfach zerstampft hat, wenn er uns gesehen hat. Aber der Mountain King ist ja noch viel größer. Nein, nicht den Sack für Kinder ins Maul. Das ist jetzt halt hoffentlich nicht dein Ernst. Ich sag die... Okay. Achso, aber vorhin darf ich nicht, lol. 170. Immer eine Mechanik abwarten, nicht hudeln. Kannst du nicht mehr wie eine auf einmal killen. Jetzt kommt jetzt beides. Boah, du Drecksau! Boah, du Drecksau! Und jetzt verschiebst du das kurz vor. Ach, du Drecksack! Ach, du Drecksack! Ach, du Drecksack! Ich muss noch plus 1 zeigen dann, ja, ich weiß schon, 171. Du Drecksack! So, ab wann macht denn das? Vorher auch schon.
Phase 1 überlebt. Ich schreibe +2, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Okay, Merke am Schwert kann man aufklettern. 100%ig ist die Mechanik da implementiert. Was soll denn so? Oh oh. Große Keule. Keule und Schwert. Der ist dual wielding the shit out of me. Oh, oh, oh. Jetzt ist es richtig gut. Okay, ich sehe schon. Problem im Knack. Okay. Okay. Springen. Wow! Muss ich so springen oder muss ich mich ducken? Ich habe aber nichts da, ich bin gesprungen. Muss ich da? Ich lauf. Fein Sachen oben. +1, ja. Das ist ja wieder ein bisschen Try and Error, aber das gehört dazu. Das ist okay. So, bei dem Ding, wir laufen. So, und dann fallen da irgendwo Sachen oben. Ja, ich sehe schon. Wie viel fallen da oben? Schon ein paar. Und da müssen wir uns einfach ducken. Seht ihr das richtig? Okay, wir müssen uns nicht ducken, wir müssen springen. Fangen wir rechts so. Und Sprung. Okay. Dann laufen wir komplett davor. Oh, da. Wow, das war knipplig. Ich weiß nicht, ob wir was erwischt haben, aber... Die habe ich gesehen. Hey, schmutz dir den Tentakel weg, du Fettsack! Komm! Was war das jetzt ein Topf oder was? Hä? Ja, was soll denn da ein Bitching? +2, aber bei 175. Jetzt haut er zweimal zu! Mein Gott, sag einmal! Komm! Ja. Jetzt fallen aggressive Dinger runter und schneller. Ja, komm jetzt. Jetzt war es ganz recht, wenn der Depth-Count einmal... Okay. 1, 2. So. Na. So kann ich ihm jetzt nicht mehr davor laufen! Alter, jetzt hagelt's bloß noch Depp. Was ist denn jetzt? Okay. Schwert. 1, 2. Schwert. 1. So, ich weiß nicht, wie ich am da davon... Ja, der schmeißt meinen Lauf bei der Witz. Ich seh nix. Ich glaube, um das geht's also ein bisschen. Einmal, zweimal. Jetzt wird's eng. Ja, 1, 2. Hätte wieder der Dark Souls Boss. Ja. Oh, leck, das war wieder knapp. Okay, lauf. Da weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich bin einfach mal gesprungen. Keine Ahnung. Macht überhaupt keinen Sinn, aber... Oh, Hashtag... Bramble weakened. Du Pfagel. The Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Oh. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the darkness. Blume! Ich bin eine wunderschöne Blume. Es ist ein Brombeer. In der Blume drin.
Muss ich in die Brombeeren rein? Ich steppe jetzt in die Brombeeren rein und mache einen Brombeer-Back-Suplex, Alter, los. Ja, schaut auch ein bisschen aus wie ein wunderschöner Schmetterling. Naja, geht so. Nein, jetzt ist aber Phase vorbei. Kein Bosskampf mehr. Ich mag keine Tipps mehr. Jetzt ist es mal gut. Hab ich schon gelesen, ich hätte hinter die Facen müssen. Jetzt macht Sinn. Oh nein, jetzt gibt's voll aufs Maul, oder? Nicht aufs Maul. Da steckt der Schwert in die Brombeer. Schwert in die Brombeer! Gib den Brombeer! Mach die Brombeer kaputt! Sehr gut! Ich grabe jetzt auf und du schmusen mit dir. Los! Lillemur! And in. Was, ich muss jetzt in seinen Bauch hinein. Und Lillemur da sein? Irgendwann, das war noch nicht absurd genug, aber... Was ist es? Jetzt? Okay, und seine Botschall kann ich auch noch graben. Okay. Du mies, komm. Hopp, hopp. Komm. Oh, the Mountain King. Dethrone the Mountain King. Komm, ich tu dir ins Mundi eingraben. Der Kronleuchter ist eine Krone, lol. Sprichwörtlich. What the fuck is happening? Oh, muss ich schießen? Ja, schmeiß ihn ins Auge. Ich schmeiß da ins Auge und blende dich. Oh, das Licht haben wir eingeschmissen. Und jetzt sterben wir. Möchtest du mich verarschen? Der ist nicht auf uns draufgefallen. Kobe! Scheiße, schneidet sie aus, tatsächlich! Wenn das das Ende vom Spiel ist, ist es Punkt 10 eine absolute Punktlandung für einen. Hammer tot. Alles hart. Wundert mich aber nicht. Wundert mich nicht. Nein, das wundert mich nicht so. Wundert dich, dass mich wundert. Ja, aber die Blume kann doch Leben schenken. Steck ihm einfach den hellen Stein Arsch. Los, gib ihm. Gib ihm. Tuva had one last gift to give to Ole. Ja, Orlim. Level up. Ein Super Mario Schwammerl! Ein Super Mario Schwammerl! Wow! Oh. Oh no. Oh no. Muss ich jetzt da noch mehr? Oh no. The Mountain King dead. His prison Na. started to crumble. Komm nicht noch mit Tipp. Jetzt sind die Tipps eigentlich als zwei, wenn wir jetzt beide sterben. Ich kann nichts machen. Ja! Lemus would always look after his Der Beste! Der Stoßhepp! Hashtag Zero Haxen. Zero Haxen ist gleich Zero Gnierscheiben. Ist das jetzt gewesen oder was? Storber Harmone! Ich glaub, das war's. A nightmare woke her up. Frightened by her memories, Oh, da ist das Fenster, wo man she ausgesprungen searched for her brother's comfort. Na, ist es oh, Anspielung auf den zweiten Teil. Jetzt muss sie ihm so. He was nowhere to be found. Hatten wir doch schon mal. Ist es ein nice Beutel? Jetzt ist da der Storsepp da dort, oder was? Ach, wir haben ja quasi 1, 2, 3, 4, 5 Collectibles übersehen. Lillemor und alle. Jetzt so wieder. Home again. Complete
the game. The game is However, completed. the darkness outside did not scare her. Und jetzt geht sie. Das ist die endlose Schleife gewesen. Because she knew she had her brother. Oh, der Soundtrack, Alter. Schau mir hin, wie viele Leute das da dran arbeiten. Das ist insane. Für so ein eigentlich kleines Spiel. Ja, klar. Klein bis angehend mittel. Ich lasse es einfach nur laufen, weil der Soundtrack so gut ist. Und das gehört komplett angeschaut. John, merci dir. Schaut, dass ich das erste jetzt dazugekommen bin, auf im Nachschau-Squad rentiert sich auf alle Fälle. Brachial gutes Spiel. Kannst du sagen, was du willst. Foxy, mir ist für deine Resub. Heilige Scheiße, der Sound ist absolut on point. Absolut hervorragend. Stimmungstechnisch 10 von 10. Das kann ich so nur bestätigen. Und zwar von vorn bis hinten. Vor dem Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel. Brutal. Ist mit Abstand das Beste am ganzen Spiel. Heiliges Kanonenrohr, Batman. 26 Mal haben wir einfach verreckt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ganz ehrlich, ich zahle lieber 20, 30 Euro für 5, 6 Stunden Gameplay, das absolut mit Liebe gemacht ist, da wo sich jemand Mühe gegeben hat, wo nicht irgendeine sinnbefreite Bullshit-Scheiße nicht drin ist. Sonst irgendetwas, das war mit so viel Liebe gemacht, das ganze Art-Design. Das alles, allein schon wie das Menü. Art-Design 10 von 10, sag ich frei, was ist. Diese Sagen, diese skandinavischen Sagen, die offensichtlich teilweise oder alle in echt existieren oder sich in echt erzählt werden, dieses Art-Design-Team, das das optisch und grafisch so umsetzt, wie es ausschaut. 10 von 10. Abzüge gibt's an manchen Stellen in der Steuerung. Das ist aber mit Abstand immer das Schwierigste, vor allem weil das Ganze da Physik-driven ist, so wie ich das da gesehen habe. Das ist ganz furchtbar schwierig. Da geben wir mal 8 von 10. Soundtrack 12 von 10. Cuteness Overload, die Idee mit dem Igelmobil, Alter. Da bin ich da gesessen und geschmolzen. Kombiniert mit dem Soundtrack, wer das nicht cute findet oder sonst irgendwas, dem ist nicht zu helfen. Ganz ehrlich, dem ist nicht zu helfen. Die komischen kleinen Gnome, am Anfang war alles ein bisschen strange, bis man so checkt hat, was los ist. Und was auch ein paar Abzüge gibt, ist, die Bossmechaniken auch nicht sehr Try and Error. Aber gut, ist zu verkraften nach dem ersten, zweiten Mal verrecken, hast du es dann schon verstanden, was da los ist. Das ist okay. Stirbt keiner, du wirst da nicht Ewigkeiten zurück. Also, 10 von 10. Aus! Da gibt es überhaupt nichts zum Diskutieren für so eine Art von Spiel, die sich wahrscheinlich sehr an Limbo oder Inside und
erinnert mich am meisten dran, glaube ich. Und die sind auch gut. Und allein für das Igelmobil gibt es für mich nochmal 12 von 10. Das ist mit so viel Liebe und Verstand gemacht und ich kann es nicht oft genug sagen, der verdammte Soundtrack ist wirklich, das ist, gibt's den auf Spotify? Mal jetzt schnell schauen. Achtung, gibt's den Soundtrack auf Spotify? Bramble, The Mountain King, Martin Wave, Dan Wakefield. Achtung, Bramble Soundtrack, 281.000 Abspielungen. Hört ihr das schon? Da kann man schon mal reinlunzen. Außerdem fühlt sie immer gut an. Immer. Wenn wir wieder Spiel fertig haben. Auch wenn es auf 2 Streams fertig ist. Punktlandung. 5 nach 10 waren wir fertig. Ganz starkes Spiel. Ist natürlich jetzt ein bisschen vor, für sowas mache ich gern Werbung, sag ich dir ganz ehrlich. Wer da Bock drauf hat, kann bedenkenlos zugreifen. Was ein bisschen ärgerlich ist bei solchen Story-Games, die sich nur rentieren, einmal durch zum Spielen. Wenn du halt jetzt da alles gesehen hast, ist natürlich ein bisschen, ist wahrscheinlich dann ein wenig fad. Vom Gameplay her glänzt es nicht. Sondern eher vom ersten Durchlauf glänzt es. Und dann glaube ich, muss es einmal 5 Jahre liegen lassen und dann kann man es nochmal spielen. Aber das ist ja vollkommen wurscht. Ich wurde in diesen 5 Stunden sehr gut unterhalten. Und ist jeden Euro wert. Jeden einzelnen. Da glaube ich, bete mir nichts ein, oder? Seht ihr wahrscheinlich ähnlich. So! Bevor sich wieder jeder schleicht, Kuss auf die Nuss, merci fürs Zuschauen, Bussi aufs Nussi, bitte hinterlassen Sie ein Like. Wer noch kein Abo nicht da lassen hat, Abo aktivieren. Ja? Das Allerwichtigste. Wie, du hast kein Abo? Behindert? Verstehe die Frage nicht. Bei diesem, wer schon ein Abo hat, das werden die meisten sein, die schauen einmal nach, ob die Glocken aktiviert ist. Das Allerwichtigste. Das sage ich übrigens auch nicht zu Gaudi. Oh, der Nick, der Greenscreen-Beauftragte, meldet Pippenschlauch. Pippenschlauch, oh, ist schon fit. Pippenschlauch ist schon fit. Ist schon fit. Hast du Little Nightmare 1 und 2 schon gespielt? Last Hunter, ja. Beide haben wir im Stream gespielt. Findest du, damals haben wir unsere Streams noch nicht auf online gestellt. Die findest du nicht, da musst du zu mir in den Kanal gehen und in die Playlist schauen. Da müssen wir das normal drin haben. Birger, Rezension. Rezension schreiben wir heute nicht mehr. Gute Schleichmäh, war saugut, gute Nacht. Mr. Winky. So! Birger, kennst du Unravel? Ja, kenn ich. Kann man sich eventuell auch mal anschauen. Es wird ab nächster Woche sowieso ein bisschen... Oh, jetzt weiß ich mich beobachtet. Wolfreak, die habe ich total übersehen. Wie wär's mit einer Runde Besänfung? Ich meine, das Game hat es definitiv verdient, positiv besänft zu werden auf Steam, oder nicht? Schreiben wir da. Gameplay! 9 von 10. Art Design 10 von 10. Soundtrack 456 von 10. Wer Limbo und wird es auch noch nicht kosten? Inside mag, wird das Spiel ihr lieben. Halt, stopp. Der Soundtrack kriegt nur 12 von 10. Igelmobil 456 von 10. Wer Limbo mag und Inside mag, wird das Spiel ihr lieben. Und allein fürs Igelmobil gibt's 456 von 10. Kommentare zulassen, sicherlich. Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie das Produkt kostenlos erhalten haben. Nein, das habe ich nicht kostenlos erhalten. Öffentlich, Rezension veröffentlichen. Igel braucht Liebe. Gebt dem Igel Liebe. So, es war mir ein Fest. Das Runde muss ins Ecke. Ab ins Bett. Noch einen schönen Abend. Boah, Blut wünsche ich dir auch. Kuss auf die Nuss. Die kleine Wichtel, 10 von 10. Na, der Igel. Der Igel ist es. So. Da halten wir uns jetzt einmal noch. Über was unterhalten wir uns jetzt noch? Oder machen wir ausnahmsweise mal wieder zeitig Schluss? Oder was ist da los? War ein gutes Spiel. Wir müssen uns noch drüber unterhalten, was wir ab nächster Woche tun. Bramble ist fertig. Last of Us 4 wird am Mittwoch fertig. 20 Uhr Finale. Spielen wir genauso so lang, bis wir durch sind.
Ich bin richtig gespannt, was da passiert, wie die ganze Uncharted-Geschichte endet. Bin ich richtig gespannt. Der Igel Wunderwitz da! Ja, ich verfolge dich schon, glaube ich, 8 Jahre. Kann ich leider nicht an jeden Stream immer folgen, bis der Beste. Herr Last Hunter, das ist gar nicht tragisch. Gar nicht tragisch. Bis du schon seit 8 Jahren dabei bist, dann sage ich, mir bis Stange halten. Wolfrick, Kuss auf die Nuss. Merci wieder im 5er übrigens. Hab ich vergessen, mich zu bedanken. Der Foxy schreibt, Gaming-Podcast. Machen wir einen Gaming-Podcast. Alles klar. Oh, Moss. Helldivers 2, ein bisschen Demokratie verteilen. Das kann man uns überlegen, ja. Was? Last of Us 4? Was hab ich jetzt gesagt? Wie kommen wir jetzt auf Last? Hab ich jetzt Last of Us 4 gesagt, anstatt Uncharted 4? Hoppala. Ich habe mich versprochen. Upsi. Ist nämlich so ein kleines Problem aufgetreten. Dragon's Dogma muss eine absolute Microtransaction-Bullshit-Scheiße sein. Da sehe ich nicht auf. Da sehe ich nicht ein, dass ich das kaufe. So oder freiwillig was ist. Die kriegen von mir keinen Cent Geld und eine Werbung dafür mache ich nicht auch noch. Mag vielleicht ein Good Space, ist mir scheißegal, aber das rundherum ist das Letzte. Biergeil, wirst du ein Hand auf Platz im Malzbier probieren? Nö, glaube ich nicht. Last of Us 3 haben wir auslassen, das haben wir übersprungen. Den neuen Game Mode in WoW? Ach, na. Oh, na. Ich finde es ganz nett, dass sie mal was Neues ausprobieren, aber für das kriegst du kein Abo von mir. Na, zahlt mir überhaupt nicht. Nächste Woche Snowrunner oder Mudrunner? Mike, das ist einmal eine richtig gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee, da steigen wir gleich voll ein. Gleich am Montag. Gib ihr am nächsten Montag sofort Mudrunner. So schaut's aus. Das ist eine richtig gute Idee. Snow, oder? Ich weiß noch nicht was ist. Snowrunner ist da der erste Teil, oder? Und der Mudrunner ist der zweite Teil. Der jetzt so ganz nice. Brothers, A Tale of Two Sons habe ich auch tatsächlich auf der Liste. Das habe ich aber schon am Offstream gespielt. Das ist ja ein Remaster, was da ist. Das ist ja 10 Jahre alt oder so. Der Pitch schreibt, ach, die Mikrotransaktionen sind absolut kein Muss. Tja, warum haben sie dann da? Snowrunner ist der dritte auch noch. Snowrunner ist der aktuellste. Dann schreiben wir jetzt da einmal Snow/Mudrunner. Dann, nächste Woche, diese Woche habe ich am Freitag keinen Stream angekündigt, da muss man schon nicht was erzählen. Wir haben da angefangen, einen Gnädel 9000 zu bauen, ja, aus den Nipplerklets, dem fein noch Fiers. Da müssen wir noch. Nein, ich mag nichts kaputt machen. Da können noch Fiers sein. Ja, das wollte ich die Woche nicht gleich wieder am Freitag weiter tun. Vielleicht schalte ich spontan, ich weiß ich noch nicht. Das kann nämlich auch nicht mehr lang dauern. Also, das wird kein so ein. Was habe ich jetzt wieder kaputt gemacht? Hast du wieder was kaputt gemacht? Passt schon, gut. Tu ihn wieder weg. So, Snowrunner, Mudrunner, richtig gute Idee, da habe ich Bock drauf. So, Freitag machen wir Lego Hund Teil 2. Aber was der nächsten Micker? Expeditions am Mudrunner ist das Neueste. Dachte ich mir doch, da war doch gerade erst Mudrunner, Snowrunner und der neue heißt Expeditions am Mudrunner Game. Da werde ich mich damit auseinandersetzen, was das Neueste oder was das Beste ist. Was die besten Wertungen hat, ganz einfach. Jetzt okay. Ja, gut, passt. Superliminal kennt vielleicht aber. Was ist ein Superliminal? Das kenne ich gar nicht. Schauen wir doch direkt einmal in den Steam Shop hinein. Superliminal. Schauen wir mal. Weißt du, was mir auch schon immer sticker? Oha. Was ist das da? Realität ist Wahrnehmung. Dann komme ich in diesem Anspruch von Puzzlespiel aus der Ego-Perspektive in einem surrealen Traum, in dem mit einer Perspektive und Tiefenwahrnehmung in scheinbar unmögliche Rätsel löst. Ich kenne es, ich habe bloß nicht gewusst, dass Superliminal heißt. Ja, ich kenn's. Da gehst du ganz nah an ein Objekt, ohne dass es ganz groß ist, dann kannst du es irgendwie freezen und dann kannst du es irgendwo hinstellen und du gehst wieder weg und es bleibt so groß, wie du es das letzte Mal gesehen hast. Das ist eigentlich ja völlig narrisch, wie da drauf gekommen ist, weiß kein Mensch. Das ist eigentlich gar keine so eine schlechte Idee. Das nehmen wir mal auf die Wunschliste. Aber da muss ich mich wieder als komplett Behinderten outen, wenn ich wieder nichts kapiere. Der Basti! Inflationsausgleich teilen, hast du verdient. Hilfst mir gerade durch eine knackige Zeit. Merci, Alter. Basti. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Es ist immer leicht gesagt als getan. Ich weiß das selbst und habe das auch selbst zu spüren bekommen. 10 zusammenbeißen, durchdreschen. Los. Ich weiß nicht, was los ist und mir geht es an Scheißdreck an und die anderen Leute geht es an Scheißdreck an. Aber jeder muss sein Bagel mit der Hit sein. 10 zusammenbeißen, durchdreschen! Los! Do it! Probier doch mal Mountain Blade Warband aus. Mr. Genius, merci für deinen Zwickel. Mountain Blade habe ich sämtliche Teile außer das 2er so hart gesuchtet.
das im Stream nicht mehr recht viel bringt, glaube ich. Außerdem ist dieses Spiel auf 100 Stunden und nicht auf 2 bis 8. Trials of Mana. Mal sehen, ob die noch so. Was sind Trials of Mana? Trials of Mana. Was für ein Fuchtsgeil, was ist denn das? Oh Gott, das ist das Secret of Mana in 3D. Oh nein. Na, das ist mir zu quietschi bunti und die Asiaten-Anime-Grafik und so weiter. Wenn es das Pixel gewesen war, hätte ich vielleicht gesagt, Genius, merci. Kuss auf die Nuss. Hast du die PS5 noch? Nein, habe ich leider nicht. Aber für God of War Ragnarök ist auch utopisch. Das spielen wir bis Juni. Da brauchen wir einen Monat, 2, da brauchen wir 3 Monate lang. Das dauert 50 Stunden oder so. Mika, vielleicht irgendwelche billigen Kackspiele. Vielleicht hast du wieder Glück. Ich glaube, da haben wir so extrem viel Glück gehabt. Und dann haben wir es nochmal da und da war wirklich nur Schrott drin. Also absoluter Drecksschrott. Der Weibi hat was gesagt. Schau dir mal Dordogne an. Was ist denn das? Dordogne. Ah, das glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. What is your first memory? Mine is somewhere in the last. To play outside with a friend. Ja, ist ein cutes kleines Adventure. Bring die Reise in den einzigen Narrative, kommt die 1000 Sommerfarben von der Dogne durch. Ich hab gerade was, das hat mir jemand vorgeschlagen und geschickt. Das ist ein Spiel im Ersten Weltkrieg. Das ist so ein 2D-Spiel im Ersten Weltkrieg, wo ich weiß es nicht. Ist sehr gut bewertet, schon damals gewesen, wie es rausgekommen ist, aber das war 2018 oder so. Und ich habe mir immer gedacht, so, das ist eventuell nichts für diesen Stream, weil es nicht unterhaltend genug ist. Es ist nicht lustig oder sonst irgendwas, aber da haben wir mittlerweile weit entfernt davon, dass das noch wichtig ist. Ich glaube, du spielst einen Sanitäter im Ersten Weltkrieg und erlebst da irgendeine so Geschichte. Und die soll auch sehr bewegend sein und so. Und das war ein netter Kontrast zu SnowRunner. Super Seducer Valiant Hearts. Das der John spielt sehr gut. Achtung, Valiant Hearts, The Great War. 21.000 äußerst positive Bewertungen. Wir können uns mal einen Trailer anschauen. Schauen wir uns einfach mal einen Trailer an. Danach muss ich euch sowieso eventuell noch was zeigen. Stopp. Oh Gott, und Ubisoft. Ubisoft hat einmal ein gutes Spiel gemacht. Wann waren das gewesen? Jetzt muss ich schauen, nicht, dass da irgendwas offen ist, was da kann, was angeht. Na, das ist der Plan, das ist scheißegal. Speichert mal. Foxy! Lass dich zu Star Citizen konvertieren. Du, ich habe Star Citizen. Ich weiß nicht, ob du das was gezeichnet. Ein Concern Pock Jam. Such dir mal das Video The Future of Gaming Star Engine. Das ist, kann ich garantieren, weil ich spiele legit, was es kann. Schreibst mir das bitte einmal in Mod-Ding ein, bitte. Weil Star Citizen ist auch eine richtig gute Idee. Da habe ich nämlich auch letzte Woche und übers Wochenende erst mit einem Spezi geredet, dass die mittlerweile einen Punkt erreicht haben, der ziemlich sehenswert sein soll. Star Citizen kommt auf die Liste. Aber schick mir mal das Video bitte im Modschmerz, Foxy. Danke für den Euro. Du musst doch nicht ihr beide Affen müsst ihr eigentlich. Warum habt ihr beide eigentlich eine Mitgliedschaft? Komm, hör mir auf. Ein Plague Tale ist nix, außer mit den Deepfake gibt's Nudeln. Ein Plague Tale 1 und 2 haben wir mir schon gespielt, da warst du noch in Abrahams Wischkessel. Da haben wir mir schon durch. Beide Teile natürlich, beide hervorragend. Hervorragend, gut. Im zweiten Teil kommt Rika, das sind slowenische Märchen, Baba Yaga und sowas. Jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Oder? Supermarkt Simulator steht auf der Liste. So, wir wollen uns Valiant Hearts The Great War. Ich lese vor. Valiant Hearts The Great War ist die Erzählung von 4 miteinander verbundenen Schicksalen und einem gebrochenen Herzen. Erlebe ein 2D-Grafiken-Novel-Adventure, erkunde die zertrümmerte Welt und löse Rätsel. Müssen wir uns vielleicht Playtime noch ein bisschen anschauen, aber ist scheißegal. Wir gehen jetzt da her, YouTube-Video, hallo. Sehen wir mir da, oh ja, wir sehen mal gut den Chat, machen wir jetzt dabei aus, scheißegal. Bin ich da irgendwo? Da bin ich ja irgendwo. Wölfchen, weil wir dich gerne haben, du Depp. So. Oh Mann. Oh no. Ab in den Chat, der gute selbe wie bei Viecher. No. Wie sehr musst mich du schon hassen, dass ich Moss immer nur auszögert. Du musst mir auf den Wölfchen, Füchschen, Kuss auf die Nuss. Ihr zwei Affen. So, jetzt mal so macht, da machen wir mir ein bisschen kleiner, damit wir was sehen. Schauen wir uns an! Das ist der Trailer von Valiant Hearts. Auf die hätte ich Bock, glaube ich.
Zerstörte Leben. Verlorene Liebe. Heute noch ein Bauer, morgen ein Soldat. Fern der Heimat, getrennt von ihren Liebsten, werden diese Helden wider Willen hinfortgerissen vom Furor des Ersten Weltkriegs, dessen Hunger unersättlich ist. Krieg nimmt dem Menschen die Seele, doch Menschlichkeit kann selbst die dunkelste Stunde erhellen. Oh. Diese wackeren Herzen erheben sich, kämpfen für Liebe, Freundschaft und Ehre. Schaut doch richtig krass gut aus. Bloß ich check nicht, was für eine Art von Spiel das ist. Alles zu opfern. Und sei es das eigene Leben. Der Artstyle ist cool. Ich weiß nicht, was für ein Spiel das ist. Einige überlebten, andere nicht. Ich garantiere dir, wenn der Hund stirbt, scheiße ich dir vor die Füße. Dies Allein da. ist ihre Geschichte. Ich habe absolut keine. Ich weiß nicht. Okay, Flashbang, machen wir wieder weg. Entschuldigung für die Flashbang. Es ist ein Side-Scroller. Und schießt man da? Springt man da? Löst man Rätsel oder wo? Wir werden sehen. Ich sag das, was es ist schon auf der Liste. Ist schon auf der Liste. Warte mal. Da hab ich Bock drauf. Schaut gut aus. Schaut richtig gut aus. Valiant Hearts, nächsten Mittwoch. Und kommenden Mittwoch spielen wir anschauen, fertig. Man kann den Hund spielen. Das weiß ich nicht, ich gehe jetzt davon aus, dass das der verzeiht von 4 Geschichten und sagt so, man kann den Hund her. Dann gehe ich davon aus, dass ich den Hund spielen kann. Oder? Hat das ein Vorgänger? Schaut aus wie ein Spiel, das ich damals bei Game One gesehen habe. Weiß ich nicht. Der Artstyle ist ein harter Kontrast zu dem, was gezeigt wird. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Rätsel lösen, Point and Click. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist perfekt. Playtime ist vielleicht nicht ganz unrelevant. Playtime. Achtung. How long to beat? Was sagt How long to beat? Valiant Hearts. Schau hier, Main Story 6,5 Stunden. Also brauchen wir 3 Streams ungefähr. Das ist perfekt. Absolut perfekt. Naja, Kriegscontent. Ja, natürlich, Erster Weltkrieg, ist schon klar. Ja, Erster Weltkrieg nicht so kuschelig, die Story stimmt schon. Ja, vor allem, ich glaube, dass die Geschichte des Ersten Weltkriegs noch asozialer ist wie die vom Zweiten. Wenn man. Oh, was haben wir denn da? Valiant Hearts, The Great War, Valiant Hearts Coming Home? Gibt's da 2? Dann muss ich schauen, was das erste und was das zweite ist. Was ist das erste und was ist das zweite? Das ist von Juni 2014. Valiant Hearts, The Great War und. Ist das ein DLC oder was? The Great War, Soldier Singles Memories, I'm Alive, was auch immer das ist, weiß ich nicht. Und Child of Light. No. Gibt's 2? Was ist das andere nicht? Coming Home ist das zweite. Da irgendwo dabei, wann das released worden ist. Im Januar 23, letztes Jahr. Okay. Und das ist bloß 3 Stunden lang. Ah, das klingt wieder nach Ubisoft-Ausschlachtung. Hat man 10 Jahre später festgestellt, hey, mir kann man viel mehr Geld machen, wenn wir das Spiel nochmal nehmen und nochmal releasen. Naja, gut. Ja, schauen wir mal. Dann schauen wir den zweiten Teil gar nicht an, sondern machen wir den ersten. Schauen wir mal. Also 21.000 äußerst positive Bewertungen sprechen eigentlich für sich. So, Freunde, jetzt halt. Birger, hast du Frostpunk mal gespielt? Ja, aber offstream. So. Interessiert euch mein Projekt? Ich zeig nicht viel, aber ein bisschen was. Do you wanna see it? Wir haben ja letzte Woche davon gesprochen, ich werkel an einem Projekt seit ziemlich genau einer Woche ununterbrochen. Es macht unfassbar viel Spaß. Wer jetzt da
es sind ja Leute dabei, die wissen überhaupt nicht, was es ist. Wir haben Freitag nicht da, aber da habe ich schon ein bisschen drüber gesprochen, was werden sie und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen, weiß nicht, jetzt ist es halb 11, wenn ich da jetzt zum Erzählen und zum Erklären anfange, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche es so kurz zu halten, wie es geht. Also, ich habe mich vor über einem Monat einmal kurz mit der Unreal Engine 5 befasst und habe da so einen 2D-Plattformer gemacht. Einfach mal Tutorials geschaut, wie funktioniert sowas, keine Ahnung, das war alles 2D und so weiter. Habe ich ziemlich cool gefunden, aber so nach 2-3 Tagen war dann die Luft auch wieder raus und war halt wieder unmotiviert. Habe irgendwas gesucht, so, ich brauche irgendeine Beschäftigung, nicht den ganzen Tag nur umeinander sitzen, irgendeinen Scheiß mal, irgendwie keine Ahnung, was weiß ich, auf das hast keinen Bock, auf das hast keinen Bock, Motivationsloch steht mir bis hier. Irgendwann, wir haben am Mittwoch vor 2 Wochen, haben wir Deep Rock Galactic gespielt. Ich habe Offstream zum Beispiel auch schon öfter mal Survivor-Likes gespielt, so ist das nicht, wie zum Beispiel Vampire Survivors. Finde dieses Spielprinzip absolut süchtig machend, macht Spaß ohne Ende etc. Und was mich so demotiviert hat beim ersten Mal anfangen mit dem Spiel, es ist einfach für einen allein so utopisch viel Aufwand, dass du den Hosen scheißt. Es ist Game Development ist so vielschichtig. Du brauchst einen Grafikdesigner, du brauchst einen Sounddesigner, du brauchst einen Programmierer, du brauchst jemanden, der Sachen modelliert, du brauchst jemanden, der Sachen animiert, du brauchst keine Ahnung, was, keine Ahnung. Du bist im Prinzip, wenn du das Solo machst, der Depp für alles. Und darum schauen die meisten Solo-Projekte, nicht alle. Es gibt auch Solo-Projekte, wo ich sage, Alter, wie das eine Person allein ist, keine Ahnung. Übrigens auch nach der Woche war es erst noch recht viel besser, wie er das eine Person hinkriegt, weiß kein Mensch. Und dann habe ich mit einem Spezi geschmerzt, der auch die ganze Zeit schon davon träumt, so, ich hätte auch Bock auf so ein Nebenprojekt, wo man immer wieder mal ein bisschen was machen kann und so weiter. Und dann waren wir alle Deep Rock Galactic angesuchtelt. Und dann ist uns irgendwann einmal gekommen so, weißt du, was geil war? Machen wir heute so ein Spiel. Das ist aus zum Singen. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Das ist auch brutalst. Beschissen viel Arbeit. Nur dazu, wenn man, ich stecke in den Kinderschuhen, ich habe keine Ahnung von gar nichts und hangelt mich wirklich von Element zu Element. Wie funktioniert das? Wie kann man das machen? Wie funktioniert sowas? Wie, keine Ahnung, wie sage ich dem Gegner, dass er mir nachläuft? Wie schießt sie in eine Richtung? Wie berechnet man einen Schaden? Wie, keine Ahnung. Also, es wird kein Open World Survivor. Nein, springe ich. Es wird, wer jetzt da, keine Ahnung, Last of Us 4 von mir erwartet, dem kann ich auch nicht helfen. Es wird eine ganz einfache, ganz einfache Geschichte. Ich habe mich da mit jemandem zusammengetan und wir werken da beide dran. Leider Gottes ist mir die andere Person dann relativ früh abgesprungen, wie es gespannt hat, dass ich da volle Kanone reinsuchte, weil es mich dermaßen. Und jetzt ohne, ich weiß nicht, wann ich zuletzt dieses Gefühl hatte. Sprichwörtlich, ich gehe ins Bett und denke an Blueprints, ich wach auf und denke an Blueprints. Wie macht man das? Wie kannst du das Problem lösen? Wie kannst du das? Ich schaue den ganzen Tag in jeder freien Minute irgendwelche Tutorials, bau weiter und keine Ahnung. Ich möchte, was mir so gut gefallen hat an Deep Rock Galactic, was das so unterscheidet an die anderen Survivor-Likes. Unterschiedliche Gegnertypen, gut, das haben im Grunde alle, aber du kannst zum Beispiel den Schaden von den Explodierviecher zu deinem eigenen Vorteil nutzen, indem du hingehst, triggerst das, gehst wieder weg und das sprengt die fetten Viecher, die alle rundherum haben, in die Luft. Sprengt die Mining-Blöcke alle in die Luft und so weiter. Ich komme nicht nach rechts, da ist alles voll, links ist alles voll, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich drehe mich um und hau mich durch die Mining-Blöcke. Ja? Eine ganz einfache Spielmechanik, die aber so zum Gameplay beiträgt und das Spiel besonders macht. Das Collecten von den Resources und so weiter und so fort. Und natürlich nehme ich mir als Basis erstmal Deep Rock Galactic und die Survivor-Likes, die ich kenne. Ja? Und am Schluss, wenn ich diese Basis wirklich irgendwie hinkriege, ich möchte es nicht 1:1 kopieren, aber grob. Ja? Wenn diese Mechaniken irgendwann einmal alle fertig sind, dann kommen 1-2 Ideen von mir dazu, die ich ganz geil finden darf. Über die rede ich nicht viel, weil dann kann ich es gleich irgendjemandem anderen sagen, der dann schneller ist wie ich. Ob das gute Ideen sind oder nicht, das stellt sich dann heraus. So. Ich zeige euch nun, wie weit ich bis jetzt gekommen bin
und Stickerl für Stickerl so ein bisschen. Ich erkläre nicht, wie es funktioniert, weil dann sitzt man um 3 in der Früh noch da, ich verstehe es jetzt selber teilweise nicht. Aber ich möchte betonen, das habe ich euch selber gemacht und natürlich verstehe ich es mittlerweile, wie es funktioniert, aber halt auch nicht alles. Los geht's. Kann man das irgendwie, ist da irgendwas, was kann, was so geht? Nicht wirklich. So. Bitte bleiben Sie gespannt. Oh, wäre jetzt ein grafisches Meisterwerk. Es geht nur um die Funktionen. Ja? Das ist wichtig. Wäre jetzt da keine Ahnung, was ich erwarte. Ich möchte nur die Erwartungshaltung ein bisschen chill zu mir knirschen. So. Friends of the Sun, das hier ist der Unreal Editor. Ja? Das hier ist meine kleine lustige Map, meine Testwelt. Wenn man so, seht ihr da auch was? Ja. So, da kann man umeinander fahren und umeinander fliegen. Wir sehen hier, da sind Gegner. Das Model habe nicht ich gemacht. Da gibt es Free Assets, bloß damit da keine Kugel umeinander fährt und so weiter, habe ich einen kleinen Drachen hier. Dann Hashtag Map erst einmal. Dann haben wir da Mining-Blöcke, die auch noch absolut kacke ausschauen. Ja, ist mir auch bewusst. Ja, was für Grafikstil, wie das Ding dann ausschauen soll, wie der Boden ausschauen soll, wie überhaupt irgendwas ausschauen soll. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, wie funktioniert, wenn ich mit meinem Spieler da hingehe. Dass ich dann Schaden auf diese Blöcke mache. Ja, klonk, klonk, klonk. Und die Dinge dann kaputt gingen. Und wenn ich mit so einem gelben Ding da drauf hau, dass eine Ressource außerfällt, ich die zusammensammeln kann und die dauerhaft gespeichert wird. Was möchte ich noch haben? Ich möchte Waffen haben, die schießt. Etc. etc. Ganz kurzes Beispiel. Mein Charakter ist das hier. Ja? Standard. Das sind so Radiusboxen, wo ich checken kann. Das ist der Radius zum Beispiel, wo ich meine Collectibles einsammle. Das da ist mein Mining-Radius. Jeder Block, der da drin steht, kriegt Schaden. Und programmieren tut man das in dieser Form. Ja? Mit Blueprints. Da klickst du dir die Nodes zusammen, die Sachen machen und lauter so einen Scheiß, speicherst das in Variablen, verarbeitest das und so weiter. Ich versuche alles fein säuberlich natürlich zu kommentieren. Da kann man dann so einen Kommentarblock rundum und. Aber das erkläre ich jetzt nicht. Ja? Weil es ist halt unmöglich. Wie soll ich das machen? Ein Zusammenspiel aus Events und dann passiert die. Es ist nichts anderes wie die unendliche Geschichte von, wenn das passiert, tu das. Das hier ist zum Beispiel meine erste Waffe. Das ist ein Burst Rifle. Da wird der Schaden, ob das so richtig ist, ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach. Wenn ich im Fire-Radius bin, fange ich Schießen an. Ziel automatisch auf den nächsten Gegner. Spawn Kugeln, feuere Kugel, mach Schaden, mach Crit Damage, keine Ahnung. Dann haben wir das Player UI. Das ist mein Leben, das sind meine Waffenslots, das sind meine Ressourcen, das sind meine Player Stats, die da automatisch befüllt werden natürlich. Die kann man da umeinander schirmen und keine Ahnung. Was haben wir noch? On Level Up. Natürlich ist das 1:1 nachgebaut, ist mir schon klar. Wenn du genug Ressourcen XP eingesammelt hast, wirst du Level Up. Dann kommt dieses Menü, dann kannst du ein Upgrade auswählen, das im Hintergrund in einer Datenbank gespeichert ist und zufällig ausgewählt wird. Und wenn du das Upgrade machst, beeinflusst es dein Spieler oder deine Waffen oder sonst irgendwas und keine Ahnung. So, und wenn ich jetzt auf Play drücke, passiert Folgendes. Es gibt schon Damage Indicator, es gibt Crit, der Schaden wird schon richtig berechnet, ich kann die XP aufsammeln. Dann wird das Widget abgefeuert oder das Menü abgefeuert. Ich kann mein Mining Speed erhöhen. Ich habe gerade Waffen an. Da feiert euch, wie soll ich sagen, wir haben jetzt einfach mitten in einer Runde drin. Ja? Es gibt kein Menü mit Start auf dem Planeten oder in der Mine, nimm den Charakter, nimm die Waffen oder sonst irgendwas. Burst Rifle Fire Rate, mir schießt man schnell. Burst Rifle Damage, mir machen wir mehr Schaden. Mehr Schaden immer gut, Upgrade. Es ist sogar noch nicht einmal so fertig, ich kann jetzt da 10-mal auf Upgrade drücken, dann habe ich theoretisch 200% mehr Schaden. Deswegen muss ich da zumachen und dann geht es weiter. Und funktioniert. Habe ich jetzt überhaupt gedruckt? Habe ich gedruckt? Ich kriege sogar schon Schaden, schon hin. Dann gehen wir da eine Level Up, Burst Fire Damage, was haben wir? Crit Chance. Funktioniert das? Tatsächlich. Jetzt drücken wir da 25 mit drauf. So. Hoppala. Ja, der liegt ein bisschen fern und so. Und jetzt machen wir nur noch Crits, weil wir 220% Crit-Chance haben. Machen wir nur 5 Schaden pro Schuss, sondern 10. Wird automatisch schon rot eingefärbt. Und so weiter. Es ist alles handcrafted.
Die Waffen hat ja schon 2 Overclock-Module. Das heißt, sie schießt in einen Dreier, also normalerweise zeige ich jetzt nicht schnell. Burst Rifle, keine Ahnung, dann haben wir da Upgrade-Module, machen wir einen Backfire aus, machst einen Conefire aus, drückst auf Play. So, unsere Waffen schießt jetzt einen Strahl. Ja, einmal so, immer so 3 Kugeln, so. Ja, so fängt die Waffen halt an. Und dann musst du die Viecher umbringen. Balance ist natürlich auch noch nichts, ist auch klar. Ist ja klar. So, haben wir da schon wieder einen Fehler gefunden, warum ich nicht permanent Schaden kriege, weiß ich nicht. Ja, beißen wir die Viecher in den Schwanz. Es passiert nicht einmal was, wenn ich stirb. Stattdessen gibt es ein Level-Up. Herzlichen Glückwunsch. So, dann gibt es das erste Modul, das aktivieren wir, der erste Overclock sozusagen, also das große Waffen-Upgrade, das dann maßgeblich das Gameplay der Waffe verändern soll. Ja, nicht bloß, ja, mach mehr Crit-Schaden, mach mehr Crit, schieß schneller oder so, sondern die wirklich das Gameplay der Waffe verändert. Von einer von 4, die man gleichzeitig haben kann. Zack. Ich ziele automatisch auf den nächsten Gegner, schieße aber auch aus dem Arsch noch raus. Siehst du das? Also, da ist ein kleiner lila Pfeil dort, der ist da später dann natürlich nicht mehr, aber der zeigt mir halt, ey, da ist der nächste Gegner, schieß drauf. Zack. So, dann machen wir das Modul wieder aus, Backfire, je nachdem, was du halt auswählst, machen wir Conefire. Drücken wir auf Play, dann schießen wir nach vorne 3 Linien. Ja, wie so eine Art Schrotflintenmäßig schon fast. Und fertig. So, und beide kombiniert machen natürlich dann das, was wir gerade schon gesehen haben. Brrt, brrt, schießt nach vorne und nach hinten. Jeder Schuss für sich kann critten oder nicht. Staggert also ein bisschen die Viecher. Tut's nicht wirklich, aber egal. Genau. Eine Woche. Das da unten stimmt übrigens noch nicht. Einfach irgendein Beutel. Das sind die 4 Waffenslots. Da soll sich dann der Prozentbalken bei jedem Schuss bewegen, damit sich ein bisschen was rührt. Da soll dann das Level von der Waffen, wenn ich ein Upgrade mache für die Waffen oder für Player-Stats mache, soll sie hintätieren. Und alle 15 Level kommt eben dieser Overclocking-Scheiß, wo dann die Waffen richtig krass ist. Oder richtig krass wird. Und was jetzt schon funktioniert, so soll es natürlich nicht sein, ich kann jetzt da 20 Mal draufdrücken und kriege die ganze Zeit mehr Leben pro Klick. Dann machen wir Overall Fire Rate, da gucken wir jetzt auch mal. Es wird, ja, stimmt, was ich noch vergessen habe, es ist ja schon eine Rarity drin. Also so ein Zufalls-Upgrade, das kommt zufällig aus einem Pool, berechnet daran Player-Based Stats, Upgrades und die Waffen, die du in der Hand hast, kommt automatisch aus der Datenbank, außer nur Upgrades, die da auch was bringen. Angenommen, da war jetzt ein Shotgun-Upgrade drin, das bringt dir natürlich nichts, wenn du die Burst Rifle in der Hand hast und gar kein Shotgun und. Du musst da 1 Million Sachen ausdenken. Da rechts zum Beispiel das allerfuchsigste. Die allerfuchsigste Scheiße. So blöd wie es klingt, sind diese Menüs. Das ist das Allerschwierigste. Da komme ich noch überhaupt nicht klar. Wann passiert was? Wie bringe ich da Variablen und Werte von meinem Spielercharakter ein und wieder zurück? Und macht man das überhaupt so? Und keine Ahnung, was weiß ich. Da sitze ich das ganze Wochenende schon und habe keinen einzigen Progress, der irgendwie sichtbar ist. Ich programmiere das ganze Wochenende schon umeinander, wie dieses Zufallsprinzip da funktionieren soll, dass ich am Schluss dann, wenn ich neue Waffen hinzufüge, nehmen wir an, einen Flammenwerfer, keine Ahnung, dass ich dann wirklich in der Datenbank bloß 5 Zeilen erweitern muss, was für Upgrades der Flammenwerfer haben kann und die dann automatisch da drin erscheinen, wenn ich einen Flammenwerfer in der Hand habe. Und. Und ich lerne jeden Tag was Neues. Ach, so hätte man das machen können. Das musst du mir sagen, leg mir am Arsch. Dann merke ich so, okay, meine Mining-Blocks kann ich alle wieder löschen und von vorne fangen. UIs sind stark unterschätzt. Mr. Bernie Crusade, das habe ich mit sehr viel Schmerz die letzte Woche gelernt, dass wenn ich mir das nächste Mal über UI lustig mache, in einem Indie-Game werde ich mich nicht lustig machen. Aber trotzdem darf es ja Blizzard, Activision etc. wie in Call of Duty diese Drecksmenüs nicht erlauben. Sag ich dir, was ist. So, jetzt machen wir was ganz narrisch. Jetzt machen wir einen Fire Rate Bonus, drücken wir jetzt 830 mit drauf, dass wir umeinander ballern wie ein Vollgas narrisch. Und dann machen wir die Overall Fire Rate, machen wir 1 plus 2% mehr Leben. Dann rerollen wir, weil das kostet noch nichts. Machen wir Burst Rifle Damage plus 20, machen wir Crit Damage plus 300. Oh, Movement, sehr schön. Upgrade. Und theoretisch sind wir jetzt at Level 500 oder so. Und wenn ich jetzt da auf X drücke, dann kann ich da umeinander laufen wie ein Vollgasnarischer und meine Waffen ballern umeinander wie ein Vollgasnarischer. Mining Speed, der haben ein Upgrade. Nice. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Man kann diese Mining Blocks kann man übrigens schon abbauen. Zack. Wieso geht's nicht? Haben wir schon wieder
Irgendwas ist kaputt. Normalerweise sollte der Mining-Block tickend Schaden kriegen. Tick, 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 tick. Ja, ist schon weg. So, wenn ich den roten da unten wegmache, dann muss ich jetzt gerade außer an einer laufen die ganze Zeit, dann fallen schon 3 so rote Bunker raus, die kann man einsammeln. Das seht ihr da hinter mir nicht. Da kann man Ressourcen einsammeln. Es gibt jetzt gelbe, rote und blaue Ressourcen. Da ist bloß darum gegangen, dass ich die unterscheiden kann. Links oben stehen meine Player-Stats. Ich bin momentan Level 3. Brauche 15 XP zum nächsten Level. Ich habe 800% Zusatz-Movement-Speed. Mein Collect-Radius. Ich habe einen Mining-Radius. Ich habe mein Mining-Speed. Ich habe eine Crit-Chance von 3%. Mein Crit-Damage ist um 9,8 erhöht. Also um 980%. Mein Overall Fire Rate ist um 46% her und mein Overall Damage ist um 0% her. Und. Und währenddessen haben wir schon sauber overpowered. Die Viecher leveln noch nicht mit. Also meine Idee dahinter ist später, dass man das nicht macht wie in DRG, dass es so etappenweise ist, weil ich finde, das macht nur einen Spielfluss kaputt, sondern mehr so wie in Vampire Survivors. Du hast einen unendlichen Zyklus und ja, dass er so eine Runden 20, 25, 30 Minuten dauert, dann kommt der Boss und den musst du schaffen bis dahin. Und wenn du es nicht schaffst, bist du tot und es ist alles weg. Wenn du es schaffst, nimmst du die Ressourcen mit nach draußen und kannst da dann Sachen damit anfangen. So, jetzt geht dann die Performance langsam in die Knie, wenn da noch mehrere Sachen gespawnt werden und so weiter. Ja, und so schaut das aus. Bla bla bla, da haben wir hier Level Up und an dem da bin ich lang gesessen. Gut, das schaut so richtig aus, wer programmieren kann, so mit, oh, da machst du alles einzeln, das kann so nicht kehren, das weiß ich selber, aber ich weiß noch nicht, wie ich es anders mache. Dann haben wir zum Beispiel, was passiert, zack, 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 das ist zum Beispiel das System, wie die 3 Random-Karten aus einer Datenbank gelesen werden. Das unterscheidet, was ist, was hast du für Waffen in der Hand, je nachdem holt er die Waffen aus, speichert die Variablen zwischen und übergibt es an den Button und wenn der Spieler auf den Button drückt, erhöhe den Wert am Spieler oder an der Waffen oder sonst wo. Es war jetzt die unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte. Und ja, wie es ausschaut, ist noch scheißegal, das ist ein absolutes Demo-Level. Hauptsache die Mechaniken funktionieren. Und irgendwas ist kaputt, weil ich nicht meinen kann. Irgendwas ist da hier. Schauen wir mal, das ist irgendwo, wo ist da Collect Resources, Player get Schaden. Ja, das finde ich jetzt nicht. Ist wurscht. Hagebuddene. Das ist mein Projekt. Und ich hoffe, da ist mir keiner besser, dass ich da einen Podcast sausen lasse dafür. Sage ich der Freiwillig, wie es ist. Weil ich wirklich vorhabe, das außerzubringen. Ja? Also ich habe im Early Access schon größeren Schund gesehen. Alles klar. Was ist das Tunnelsymbol auf der Map? Haben wir mir ein Tunnelsymbol auf der Map? Warte mal, wo Tunnelsymbol? Was für Tunnelsymbol auf der Map? Was meinst du? Das da? Das ist ein von mir programmierter Actor-Spawner. Das Ding spawnt ein Objekt. Und da kann ich einstellen, was für ein Objekt. Und es soll mir quasi alle 0,3 Sekunden eine kleine XP-Kugel spawnen. Ja, das tut es normal nicht. Das ist, wenn du da vorschaust, das Ding da. Dass da einfach aus dem Nix kleine grüne Bunker rausspawnen. Das habe ich deswegen gemacht, damit ich da reinlaufen kann zum Testen, wenn ich ein Level abkriege. Damit ich nicht jetzt mal 3/4 Stunde lang warten muss, bis ich die Viecher umbringe. Und das da ist noch mehr ein Tunnelsymbol, das spawnt was anderes, das spawnt Gegner. Das spawnt jede Sekunde ein Gegner mit Level 1. Das Level hat noch keine Auswirkung aufs Viech, da wenn ich jetzt Level 500 reinschreibe, schauen wir mal, was passiert, keine Ahnung. Oh, hat schon eine Auswirkung, hat's. Jetzt Level macht Viecher schneller. Und zwar sehr viel schneller. Gut, wir haben ein Level 500, aber so weit soll es ja sowieso nicht gehen. Genau. Und ganz ehrlich, zu was diese Unreal Engine imstande ist, ist absolut insane. Das ist absolut insane. Das Ding ist umsonst. Das ist einmal das Erste, das ist das Allerkrasseste. Du kannst dir das Ding installieren und einfach anfangen. Wer Bock hat darauf, das zu lernen, installieren, anfangen. Und wie viele Tutorials, das ich geschaut habe, ich möchte es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich habe also ein bisschen einen Overflow, das muss ich auch sagen. Ich häng dann wieder an ganz einfache Sachen. Hänge wieder ewig umeinander und frage mich nach einer Stunde, was tue ich denn da eigentlich? Bin ich behindert? Und so weiter und so weiter. Und da darf ich gerne weitermachen. Das sage ich dir, wie es ist. Na, habe ich die Ehre, Brudi, du hast da kräftig was vor, Respekt. Du, so unfassbar weit bin ich nicht mehr entfernt von einer funktionierenden Gameplay-Loop. Man kann schon upgraden, das schaut jetzt da gerade noch nicht so danach aus, weil ich halt bestimmte Sachen noch so einstellen muss,
dass die Loop, dass wenn ich Upgrade drücke, dass das Fenster weggeht und auch wirklich die Werte erhöht und so weiter und so fort. Dann möchte ich auch mal Zeitleisten haben, alle 16 Sekunden werden die Viecher stärker, kriegen mehr Leben, machen mehr Schaden, laufen ein kleines Stückchen schneller und so weiter. Und dann hat man die erste Gameplay-Loop. Dann brauche ich nur ein Sterben und dann wieder von vorne fangen. Und dann hat man die erste Gameplay-Loop. Und dann muss ich mir überlegen, wie soll denn das Gameplay überhaupt ausschauen? Was tue ich mit den Ressourcen, die ich da abbaue? Mir gefällt das Event-System in DRG ganz gut, dass einfach alle 2 Minuten oder alle 3 Minuten oder was weiß ich was auf der Map irgendwas passiert. Ja? Und es können random Events sein. Da kommt der Random Boss, da kommt der Händler, da kommt der was weiß ich. Ja? Und dann kann ich da hingehen und kann mir für meine Ressourcen was kaufen. Upgrades, zusätzliche Waffen, die es nur in dem Event gibt. Lauter so Sachen. Keine Ahnung. Das ist dann ja skalierbar ohne Ende. Aber jetzt brauchen wir erst einmal fertige Gegnertypen, dass die Mining-Blocks funktionieren und 3 verschiedene Waffen. Oder 4 verschiedene Waffen, die sie komplett unterschiedlich spielen. Und mit der einfachsten habe ich mich angefangen. Da ist ein Schuss einfach auf den nächsten Gegner fertig. Alle 11 Sekunden verlieben sich die Viecher. Da habe ich Bock drauf, sage ich wie es ist, bin gerade geil auf solche Games. Ich werde halt wahrscheinlich viel zu lange brauchen, bis da was spielbar ist. Da ist der Hype um diese Spiele wahrscheinlich schon lang vorbei. It is what it is. Ist mir aber auch dann scheißegal. Und wenn es in 2 Jahren erst spielbar ist, dann ist das so. Mir geht es hauptsächlich darum, ich habe da was zum Tor, das interessiert mich. Das ist wieder mal sowas, wo ich wahrscheinlich am Ende meines Lebens nichts damit anfangen kann. Aber ja, ich werde euch das sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann ja. Und ich mag einfach in meinem Leben irgendwann einmal sagen können, hey, ich habe ein Spiel auf Steam released und irgendjemand hat sich das freiwillig gekauft und findet es nicht schlecht. Da bin ich schon zufrieden. Und findet es nicht schlecht. Es muss nämlich super gut sein und findet es nicht schlecht. Alter, hast du mir auf die Uhr geschaut? Bist du immer noch online? Sicherlich habe ich auf die Uhr geschaut, gesagt. Und jetzt schleichen wir uns davon. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich werde das natürlich ein bisschen als Sprengi mit dem Titel Bist du vielleicht gar nicht so weit weg. Bist du vielleicht gar nicht so weit weg. Aber das Problem ist halt, Annex Doppelpunkt, so weiter, dafür müssen wir wissen, was Annex ist. Ja, ist ja wurscht. Ein Setting. Ich bin mir über das Setting nur überhaupt nicht schlüssig. Weil bei den 3D-Models machen und so weiter, da wird es dann hübsch ausbeißen. Die werde ich entweder dazu kaufen müssen oder halt selber machen. Wenn ich es selber mache, werden es beschissen. Sagen wir es, wie es ist. Das ist ein komplett eigenes Gebiet, da kann ich noch mal so viel Zeit investieren. Es gibt aber auch genügend Free Assets. Ja? Da muss man sich halt nur was zusammensuchen, was zusammenpasst. Und am einfachsten war natürlich da, der Simato schreibt schon so ähnlich. Setting Wikinger. Ich möchte auf alle Fälle Stylized Optik. Das bedeutet so eine typische Comic-Optik wie World of Warcraft oder Fortnite und so weiter. Kein realistisch aussehen, das ist utopisch. Das ist utopisch. Wenn ich da Models selber mache, habe ich überhaupt keine Chance. Mach alle Collab mit dem Trachtmann. Schauen wir mal. Schlümpfe. Birger, weißt du was? Wenn's der Model brauchst, ruf ich an. Es wird Chat auf YouTube, wo? Ist das schon wieder fort? Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist das Hinter vom Letzten. Ich hab mir schwer vorgenommen, denke nicht an das Hinter vom Vorderen. Das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt Gedanken zu machen, wie das ausschaut. Scheiß drauf. Ob das dann ein Fantasy-Setting ist mit Magie oder mit irgendwas oder ob's ein Space-Setting ist mit Laserkannon. Ist doch scheißegal, ob da jetzt vorne ein Fireball rauskommt oder eine Kugel rauskommt. Oder ein Laserstrahl rauskommt. Keine Ahnung. Ich bin stark, Triple F, auch für die Geduld gut nachbenannt. Triple F mit Mods und bis Mika. Steffi ebenfalls. Und wir schleichen uns jetzt ins Bett. Das war schon genug. Ich werde es für Content hernehmen. Ich werde euch vielleicht einmal im Monat oder so werde ich ein bisschen was sagen, was ich gemacht habe. Wenn es was zum Zwang gibt. Ich habe euch jetzt, das war sauber, jetzt kurz euch den aktuellen Stand zum Zwang so. Aber jetzt habt ihr mal grob gesehen, wie weit ich ungefähr bin. Und beim nächsten Mal, wenn wir das in 3 Wochen noch mal reinschauen oder so, dann schauen wir nach. Und dann zeige ich ein bisschen was her, so 10 Minuten, Viertelstunde und fertig. Das nehmen wir ein bisschen als Content her. Warum nicht? Und ja, ich glaube auch, dass genügend da sind, die es vielleicht interessiert, so, was das für Fortschritte macht, ob ich Fortschritte mache überhaupt. Ich bin auch gespannt, wann der Moment kommt, wann ich wieder abbiege. Aber momentan scheint er noch weit entfernt. Löwensepp, merci wieder ein Reset. True Life mit Mozart nach Landau und viel Spaß beim Spielmachen. Merci dir. Hab ich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so hooked auf Epsi war. Das ist mein Spiel. Mein Spiel ist gerade, das mich ansuchtelt, ist ein Spiel machen. Die Grundmechaniken in das Spiel einbauen. Habe ich Bock. Schauen wir mal.
Er zeigt ein bisschen was. Was? Bett? Langweilig. Er zeigt ein bisschen was. Natürlich zeige ich was. So, jetzt gehen wir aber ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir sehr leid, dass wir so viel gelabert haben noch, aber ich hoffe, es hat euch einigermaßen interessiert und es ist einigermaßen verständlich, was ich da tue. Auch wenn, und das mag ich mit aller Deutlichkeit sagen, auch wenn das Ding nie fertig wird, kann gut passieren und ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher, als dass es fertig wird. Dann ist es, was es ist, dann ist es mir egal, dann mache ich ein Jahr Pause und dann mache ich ein Horrorspiel. Und dann werde ich, wie lange ich meine, dass ich noch, kann ich dahinter und vorne nicht sagen. Ich habe jetzt eine Woche Erfahrung in Unreal Engine 5. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gib mir mal noch 4 Wochen, vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Gefühl dafür. Mir fällt halt jetzt mal wieder auf, so, oh, jetzt haben wir heute wieder was Neues gelernt. Vor einer Woche habe ich das so und so gemacht, das Kerl eigentlich komplett neu gemacht und im Endeffekt fange ich von neu an. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und da, ihr habt da so viele Elemente gesehen, die Mining Blocks kennen alle von Grund auf neu gemacht. Die Enemies, die da rumfahren, kennen von Grund auf neu gemacht. Was haben wir noch? Ja, die Ressourcen, die außerfallen, das ist einigermaßen okay, aber die Art und Weise, wie es eingesammelt werden und gespeichert werden, ist nicht okay, muss ich komplett neu machen. Und das ist das, was die 3 Schritt 4, 2 zurück. 3 Schritt 4, 2 zurück. 3 Schritt 4, 8 zurück. Wieder 3 Schritt 4, 5 zurück. Und deswegen kann ich da nicht täglich Progress herzeigen. Vielleicht sage ich mir im Discord auch immer wieder ein bisschen was her, keine Ahnung. Und du verkaufst es dann natürlich für 80 €. Natürlich. Also selbstverständlich werde ich da einen Preis draufschreiben. Ja, natürlich. Da habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen, weil da, wenn das wirklich fertig wird, dann stecken so viele 1000 Stunden drin, dass ich sage, ja, da war ich Vollidiot. Aber es gibt, solange es keinen Multiplayer gibt, keinen, wir sollen sagen, keinen Shop natürlich. Und diese sonstigen Pay-to-Win-Bullshit. Björn, zu solch später Stunde ein solch hoher Betrag, so nicht. Pay-to-Win nicht vergessen, wird es selbstverständlich nicht geben. Machst halt Early Access auf Lebenszeit? Ja, haben andere schon gemacht, da brauche ich mich nicht verstecken. Nein, aber wenn, dann versuche ich es schon so gut zu machen und so fair natürlich zu machen, wie es geht. Ja, ausfertig haben. So. Kannst du doch auch von ChatGPT die Sachen neu programmieren lassen. Ja, probier das mal. Kannst du ja mal probieren, ob der ChatGPT das so super gut kann. Meinst du, auf die Idee bin ich noch nicht selber gekommen. Marco Polo. Gute Idee. So, und jetzt schleicht euch ins Bett. Ich wünsche euch was. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Björn, der 20er sitzt zum Schluss, den hätte es nicht gebraucht. Kuss auf die Nuss. Hauen Sie sich hin. Triple F für die Moderatoren. Danke für die ganzen Donations. Das ist, glaube ich, heute wieder leicht aus dem Ruder gelaufen. War nicht, was da wieder los ist. Danke für die ganzen neuen Mitglieder. Welcome to the Squad. Und an dieser Song sehen wir uns am Mittwoch, 20 Uhr, anschaut das Vierfinale. HB. Oh, wir brauchen noch ein Abschlussbild. Ja, hast du noch was fallen lassen? Gamepad oh, bei. Pass auf, machen wir so. Ich tue am Model stehen, pass auf. So, ich wünsche euch was. Habe! So, Abschlussbattle. Fuck, du musst doch erst mal